Servus und Habidere beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Wieder mit zu einer ganz speziellen Folge und zwar zu unserem Format Schnaps und Sci-Fi. Mit mir natürlich meine rechte Hand, dessen linke ich bin. Kani, Habidere, du bist dabei. Ich bin immer dabei und ja, der rechte Hand zum Sein, weiß ich jetzt, ob das so toll ist, weil ich weiß, was du damit alles tust. Tja, keiner wird es je erfahren. Bei mir schwingt ein bisschen das holländische Ruderboot mit, aber gut, das ist ein anderes Thema dann. Wir haben heute noch einen speziellen Spezialgast dabei, den Stefan Penninger. Servus und Habidere, Stefan. Wie geht's? Ja, Habidere. Ja, gut geht's. Ich freue mich, dass ich mal wieder da bin. Die Älteren unter euch erinnern sich, wir haben hier diese regelmäßige Kolumne, heute mit der zweiten Folge. Äußerst regelmäßig. Das letzte Mal, weil ich da war, glaube ich, war tatsächlich nur zu Corona-Zeiten oder so. Da habe ich daheim noch mein Homeoffice-Videokonferenz-Setup und so weiter gehabt. Das habe ich heute jetzt wieder alles rausgraben müssen. So, zack, wie war denn das Mikrofon? Ist das fürs Mai, oder? Und Kopfhörer sind das für obenrum oder so? Fixe, ohne Pandemie kenne ich mich mit der Technik nicht mehr aus. Ja, du, ich sag, so eine Pandemie alle paar Jahre, das hält die Skills oben. Ja, das stimmt. Und Corona feiert ja gerade ein Comeback, habe ich gelesen. Also ja, brutal. Also es ist voll Bleeding Edge eigentlich. Comeback von mir in Viva la Movilusion und Comeback von Corona. Tada! Sehr schön. Sehr schön. Das ist super. Ein schlechtes Teil kommt selten allein. Ja. Ja, was machen wir denn heute? Heute der Stefan hat sich bereit erklärt, eben mit uns dieses Format Schnaps und Sci-Fi ins Leben zu rufen. Auch die erstmalige Idee war ja nur Event Horizon. Aber das hat uns an sich einen Spaß gemacht miteinander, dass wir gesagt haben, hey, das machen wir öfter, machen wir ein Format draus, nennen es jetzt Schnaps und Sci-Fi. Und vor kurzem hat sich da eine Serie aufgedrängt, die wollte ja unbedingt von uns besprochen werden, die ist ja so brandaktuell und passt so gut in dieses Format, dass wir gesagt haben, wir alle schauen wir so und besprechen wir zusammen Alien Earth. Oder Alien Earth, wenn man bei uns sagt. Ja. Oder Earth, manche sagen es mit F. Ja. Passt. Also ich sag's mit F heute, der Mike sagt's richtig und der Stefan mit S. Ich sag's mit S, genau. Passt, dann haben wir halt alle unsere Sprachbehinderungen dabei. Ja, Alien Earth auf Disney Plus jetzt durchgelaufen. Ich glaube, Finale war zum Zeitpunkt von unserer Aufnahme eine Woche her. Heute ist der 9. am 2.10. umeinander war das Finale. 8 Folgen im Alien Universum. Vor lauter Earth bin ich jetzt da schon im Universum. Ja. Schönes Ding. Ich darf jetzt einfach gleich mal an Stefan einen kurzen Abriss von der Serie, vom Serieninhalt machen lassen. Wenn er mag. Ja, freilich. Das ist schön. Erzählen Sie mal, um was geht's denn eigentlich in Alien Earth? Also Alien Earth ist, wie du schon gesagt hast, ist eine Serie, ist also kein Film, kein Kinofilm oder so. Das macht es jetzt ein ganz kleines bisschen schwieriger für mich, weil mit 8 Folgen, wie gesagt, die Handlung, die ist jetzt nicht in 3-4 Sätzen, sondern da muss ich jetzt selber ein bisschen, also grätsch mir bitte rein, wenn ich irgendwas vergessen habe. Also, Setting ist vor Alien, genau, vor Alien, dem ersten Film mit Sigourney Weaver, Schauen wir mal, ob wir das heute noch rauskriegen. Also vor das Corby-Syndrom schon. Also, Handlung spielt vor dem ersten Alien-Film. Und es geht quasi darum, dass auf der Erde, ich glaube, es ist das Jahr 2120, genau, ihr erlaubt, dass ich nebenbei ein bisschen spick, weil das habe ich in meinem Alter und mit meinem stressigen Leben kriege ich nicht mehr ständig gepasst. Also, wir haben, der Name sagt's, Alien Earth, also wir sind auf der Erde. Das habe ich tatsächlich erstmal nicht gecheckt, ich habe gemeint, das war irgendein Planet gewesen. Und auf dieser Erde oder in dieser Gesellschaft, die ist quasi Demokratie und sämtliche anderen Staatsformen sind halt von den 5 großen Corporations sozusagen ersetzt worden. Und diese 5 Corporations sind quasi so mächtig, dass sie so in so einem Council der 5 quasi die Geschicke der Menschheit leiten.
Und jetzt gibt's da, also eine dieser großen ist Weyland-Yutani, die kennen wir natürlich alle, die eben aus den Alien-Universen immer diese große Corporation ist. Und es gibt allerdings eine neue gegründete Firma, deren Name mir jetzt Prodigy, glaube ich, kann es sein? Genau, ja. Prodigy. Prodigy ist sozusagen eine Hightech-Firma, die von einem Boy Genius, also von einem jungen Menschen, der sehr, sehr intelligent ist, kommt sehr raus. Sympathisch. Sehr sympathisch, ja, riesengroßer ADHSler und diverse sozusagen Ähnlichkeiten mit Mark Zuckerberg oder Elon Musk oder so sind natürlich überhaupt nicht zufällig, sondern sind relativ geplant. Und dieser Boy Genius quasi hat jetzt als technologischen Vorsprung entwickelt, dass er sogenannte Hybrids entwickeln kann. Und eine unserer Hauptfiguren ist quasi eben so ein Hybrid. Das ist ein junges Mädchen, das in der ersten Folge quasi die Ehre hat, aus einem todkranken menschlichen Körper sozusagen in einen künstlichen Cyborg-Körper transferiert zu werden. Und nachdem das bei ihr gelingt, werden noch, glaube ich, 5 oder 6 andere todkranke Kinder werden quasi in so Hybrid-Körper reingeladen. Und der Gag ist schon mal, der in der Serie auch öfters zur Sprache kommt, ist, dass quasi die Kinder eigentlich nur mental einfach Kinder sind, aber halt in erwachsene Körper reingeladen werden. Das ist ein Thema, das sozusagen immer wieder kommt und also ein zentral übergreifendes Thema ist quasi die ganze Geschichte von Peter Pan und so weiter. Dieser Boy Genius, wie heißt der nochmal? Cavalier? Der Boy Cavalier, genau. Ich habe mir auf dem Bildschirm tatsächlich jetzt alle Charaktere mit allen Gesichtern und so weiter gelegt, weil es sind jetzt nicht übermäßig viel, aber wie gesagt, altersbedingte Frühsenilität muss ich gerne mal spicken. Genau. Und der hat jetzt quasi diese 5, 6 Hybriden erschaffen und als nächstes passiert das, dass quasi ein Raumschiff aus den Tiefen der Galaxis und das Raumschiff kehrt der Weyland-Yutani Corporation und es kommt dann raus, dass dieses Raumschiff quasi so Deep Space Exploration gemacht hat und dort mehrere außerirdische Lebensformen aufgesammelt hat, unter anderem den von uns allen geliebten und bekannten Xenomorph, also das Alien, wie aus Alien und Aliens und so weiter und so fort, aber noch ein paar andere ungefähr ähnlich gestrickte Lebensformen, die auch wirklich super interessant sind, dass sozusagen die aufgegriffen haben. Und dieses Raumschiff, da gibt's natürlich Probleme. Und da ist die Besatzung halt im Kryoschlaf und so weiter und so fort. Und dann passiert irgendwas und der Sicherheitsoffizier, das ist ein Cyborg, also quasi selber Körper wie die Hybriden, nur dass er von Anfang an schon Roboter war. Der macht da allerlei Shibang und so weiter und so fort und Alien bricht natürlich aus und Chaos ensues und am Schluss stürzt dieses Raumschiff auf dem Planeten Erde ab und zwar genau auf der Insel oder in dem Kontrollbereich von Boy Genius. Und jetzt schickt der Boy Genius quasi diese Hybrids, diese jungen Kinder, eben erwachsene Menschen los, um eben zum Schauen, was da los ist. Und die können natürlich dann diese Aliens fangen und kontaminieren, natürlich nicht ohne entsprechendem Fallout und so weiter und so fort. Und dann hat dieser Boy Genius quasi eine Insel und auf der Insel hat er dann die Aliens und hat die Hybrids. Und dann geht's natürlich los. Erstens, Weyland-Yutani findet es natürlich überhaupt nicht geil, dass der Boy Genius ihnen die Biokampfwaffen, Xenomorph und die ganzen anderen Hybrids genommen hat. Es spannt sich eine Handlung um die ganzen Hybrids, die natürlich extrem damit kämpfen, dass sie sozusagen keine Kinder mehr sind, sondern Erwachsene. Dazu kommt, dass dieser Sicherheitsoffizier von diesem Schiff von Weyland-Yutani, der hat eins dieser Kinder sozusagen infiltriert oder sozusagen setzt ihn unter Druck, dass er für ihn arbeitet und natürlich will er, dass die Xenomorph-Eier und die ganzen anderen Aliens halt aus dieser Facility rauskommen und wieder in den Besitz von Weyland-Yutani kommen. Passt, oder? Gut abgerissen. Gut abgerissen, die Story. Wir sind auf der Insel. Sollen wir noch weitergehen oder mag jemand übernehmen? Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen nachdenken. Genau, Neverland, da haben wir wieder diese Peter Pan-Analogie und so weiter und so fort. Genau. Man hat ja allgemein, das ist ja, zieht ja durch, die ganzen Hybriden, die haben ja auch die Namen von diese Kinder aus Peter Pan, wie heißen's, die
Die verlorenen Jungs. Genau, Tootles und Slightly und die eine heißt ja dann Smee, das meine war aber der Gehilfe vom Hook, oder? Ja, genau. Und das spiegelt sich auch alles ein bisschen so in die Charaktere dann von denen auch wieder. Ja, und weil halt das alles hier Disney kehrt, kann man ja natürlich eine Filmschnipselreihe bauen dann auch von Peter Pan und so. Da haben wir auch gedacht, das macht Disney natürlich dann schon cool, gell? Da kann man jetzt aus dem Vollen schöpfen. Ja, das hat mir allerdings gleich in der ersten Folge brutal getriggert. Weil, also ja, natürlich, sie haben die IP und sie können die alten Serien und so weiter dann in dem Dings wieder werden. Aber weißt schon, das spielt im Jahr 2120. Und sie schauen sich alte Fernsehserien an, wie Peter Pan, wie irgendwie aus dem Disney-Katalog. Aber warum ist der Alien nicht in dem Disney-Katalog drin? Weil eigentlich ist Alien ja in dem Disney-Katalog drin. Was das triggert mich. Da denke ich mir so, hätte sie es einfach bleiben lassen. Hätte sie einfach fiktive Sachen genommen, dann war diese Frage nicht aufgekommen. Ja, vielleicht ist der Peter Pan da mit B geschrieben, das weiß man nicht. Weißt du, vielleicht ist er das ja, und den kommt ja auch vor, Ice Age. Sie schauen ja auch wie Ice Age auf der Leinwand. Sie schauen Ice Age, aber sie schauen nicht Alien an. Also, wenn sie Alien anschauen, dann hätten sie das Ganze gleich gespart. Ja, aber das geht ja nicht, weil Alien später erst 2 Jahre später, nach Alien. Das stimmt. Ja, aber der Film Alien ist ja 1980 und der ist auch schon im Disney-Katalog drin. Das ist das, was mich da so aufregt. Weil, jetzt geben wir wieder die Hardliner da. Das hätte echt nicht braucht. Da schwillt mir der Kamm, wie es so schön heißt. Die zeitliche Einordnung war ja auch dabei. Wir sind 2 Jahre jetzt vor Alien und wir sind das erste Mal auf der Erde. Ich war da schon, also ich hab das schon gleich im Blick gehabt, dass wir eben auf der Erde diesmal unterwegs sind und hab mir da schon gedacht, boah geil, jetzt bin ich echt gespannt, ob das Alien einfach sie durch die Menschheit schnetzelt, bis ich dann einmal drauf gekommen bin, als ich dann einmal nachgelesen habe mit der zeitlichen Einordnung. Hey, wir sind ja 2 Jahre vor Alien. Ich bin gespannt, also ich möchte die Auflösung unbedingt auch noch wissen, weil so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Als Spoiler, es wird in der Serie noch keine Auflösung der Geschichte haben. Das ist drauf angelegt, dass wir eine 2. Staffel kriegen. Und ich bin ultra gespannt, wo das Ganze dann hinlaufen soll, die Thematik. Und ob das dann eigentlich dann auch irgendwann einmal aufgegriffen wird. Dass die ganzen, weil sie müssten ja in die anderen Alien-Filme dann eigentlich schon wissen, dass das Xenomorph auf der Erde gegeben hat, oder? Ja, das ist auch was mir halt auch wieder triggert, weil das hätte es jetzt auch nicht braucht. Sie hätten die ganze Serie einfach, lass sie 5 Jahre nach Alien spielen, dann weiß Weyland-Yutani, dass es das Alien gibt und dann schicken sie nochmal eine Expedition raus und dann hat das Ganze einfach, weißt du, dann brauchst du nicht dieses, so wie bei Star Wars, das, weißt du, auf einmal sind wir davor, und lass uns ja nichts falsch machen, damit nicht die Story-Handlung hinten danach wieder irgendwelche Plotholes kriegt und so weiter und so fort. Hätte es meiner Meinung nach überhaupt nicht braucht, aber wie du schon gesagt hast, sie legen es ja schon mit dem Ende drauf an, dass hoffentlich eine 2. Staffel kriegen, das ist ja aktuell noch nicht heraus. Nein, da hast du noch nichts gehört dazu, ne? Ja. Man muss auch dazu sagen, dass sie haben ja jetzt eben dieses Hybrid-Thema auch aufgegriffen. Wie gesagt, Androiden wisst man ja, die haben wir ja, Bishop und so. Nur die Hybriden haben wir ja jetzt zum ersten Mal und nur das, was mich triggert, dass man die in die anderen Alien-Filme bisher noch nie was von einem Hybriden aufgekommen ist. Die sind dann auch so Sachen, das ist jetzt quasi auch wieder dieses Star Wars Episode 1-3 Problem, dass man dann Sachen hat, die dann in die späteren Filme keine Relevanz hat. Warum kann der R2 nicht mehr fliegen? Zum Beispiel. Und mir war da sehr viel Blade Runner drin. Also dieses ganze Hybrid-Thema, also es gibt ja schon diese Fan-Theorien und Ding, dass Blade Runner und Alien im selben Universum spielen und die Serie untermauert das meiner Meinung nach ganz stark. Also ich sehe da sehr viel Blade Runner drin in Alien Earth und das kann man jetzt wieder mengen oder nicht. Also dieses Thema an sich fand ich cool, wie das aufgearbeitet worden ist und auch wie es das umgesetzt haben und was wir dann mit den Figuren gemacht haben. Und ich bin jetzt dann auch wirklich gespannt, wie es dann auch weitergeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht verläuft sich das Thema dann mit den Hybride dann ja auch irgendwann. Und das andere, wo ich jetzt sage, okay, das Alien ist jetzt auf der Erde, ja, es ist ja, bevor ein Ausbruch war, bevor das Alien sie weiter vermehren hat können, ist ja schon geschnappt worden und auf die Insel gebracht worden. Also es kann dann schon so sein, dass man sagt, okay, alles, was da passiert ist alles wie bei Akte X quasi, wie früher, alles vertuscht. Unter Verschluss. Unter Verschluss und deswegen hat die Menschheit das noch gar nicht so mitgekriegt. Das hat man so
Hab ich mir bei meinem Teil so gedacht. Ja, das kannst natürlich alles irgendwie dann, also kennen Sie und kennen wir als Fans, können uns das natürlich alles so hintragen, aber wie gesagt, meiner Meinung nach hätte es das überhaupt nicht braucht, man hätte es viel leichter aufsetzen können und dann spart man sich diesen ganzen Ding. Ich habe jetzt gerade mal ganz kurz geschaut, unter welchem, also wem die IP zu Blade Runner gehört, weil wenn das natürlich auch so ein altes Fox-Ding ist, das Fox, jetzt das bei Fox, Disney ist, naja, dann ist klar, dann kann man da natürlich ein geiles Crossover machen. Ich meine, stell dir mal vor, Predator und Alien und Blade Runner im selben Crossover-Folge oder so. War das geil. Sci-Fi Overload. Und es ist ja mal da gibt's ja, glaube ich, so diese 20 Jahre Special Edition von Alien 1, in dem Bonusmaterial der Ridley Scott ja das, glaube ich, selber schon mal angedeutet hat, dass Alien und Blade Runner im gleichen Universum stattfinden. Und in der Serie, ich finde es jetzt gerade leider nicht mehr, ich habe das nämlich nur überflogen, sind anscheinend viel Designs und Sounddesigns aus Blade Runner mit übernommen worden. Also es wird anscheinend schon sehr stark auf diese Blade Runner Thematik angespielt, aber halt so sehr subtil, dass das anscheinend nur wirklich geschulte Augen sehen. Also bin ich raus, weil ich bin jetzt so der Blade Runner Kenner. Jetzt, wo du sagst, bin ich da auch dabei. Ich habe mich schon gewundert, also ich meine, ich hab mal beim Anschauen gedacht, ja okay, das fand ich wahnsinnig geil, können wir nachher wahrscheinlich nur drauf, Setting, Sounddesign und so weiter und so fort, ist ja sehr, sehr stark an der wirklich Alien und Aliens und so weiter angelehnt und das fand ich voll geil, aber jetzt, wo du sagst, wenn einiges an Blade Runner drin ist, das darf mir überhaupt nicht auffallen, weil ich das sofort sozusagen da mit reingenommen hätte. Und ich finde ganz ehrlich, dieses ganze Hybriden-Thema und so weiter, das passt schon in das Alien-Universum relativ geil rein, weil du hast ja schon die Cyborgs und die Cyborgs haben schon ein künstliches Gehirn und so weiter und so fort. Und dann ist, wenn wir uns mal die Geschichte der Science-Fiction-Literatur und Filme der letzten 80, 90 Jahre, ist das eigentlich ein relativ kleiner, Schritt, da jetzt dann noch sagen, okay, wir kopieren jetzt da das Brain von den Kids in ein künstliches Gehirn ein. Ich meine, da sind wir wieder beim Elon Musk und seiner, wie heißt die Firma, mit der da diese Human Brain, also diese Brain-Computer-Interfaces bauen möchte und so weiter und so fort. Leider ist tatsächlich so, dass die Sci-Fi oder die Realität heute die Sci-Fi wirklich mit Riesenschritten ein. Ja, schau dir das mit der KI an. Also, desto mehr ich von KI her, desto mehr sehe ich Cyberdyne und Tag der Abrechnung und Terminator. Du, das ist, beim ChatGPT, ich sag schon immer bitte und danke, weil ich weiß, irgendwann kommt der Tag der Abrechnung. Zukünftigen Meister schon pleasen, oder? Irgendwann kommt der Tag der Abrechnung und dann entscheidet die KI, ob du nämlich nett warst und ein gefälliger Sklave sein darfst oder ob du gleich in die Matrix eingelohnt wirst. Meine Rede, das sage ich einmal. Immer freundlich sein. Ich habe zwar auch schon gehört, dass es gar nicht so toll ist für einen CO2-Fußabdruck, weil jedes Wort mehr ist ja ein riesiger Rechenaufwand. Aber da sage ich, leck mich CO2 und Natur, ich lasse mich nicht vom T1000 wegschnetzeln. Anstand muss sein, weil der Anstand, der unterscheidet uns von der KI. Richtig. Genau. Und wenn wir die KI eben schon trainieren mit unseren Sachen, mit unserem menschlichen Dasein, dann zumindest anständig, damit wir da nicht nur, was weiß ich, so einen Haufen, Leute, die jetzt halt irgendwo in Regierungen sitzen haben. Ja. Ich fand da das Gedankenspiel nicht schlecht, dass man sagt, man nimmt Kinder für diese Hybriden. Ich hab da ein paar Mal an ein Ding denken müssen, an Poor Things. Da war es ja auch so, dass der menschliche oder der erwachsene Körper und dieser kindliche Geist oder dieses kindliche Gehirn im erwachsenen Körper und wie man dann da zurechtfindet und so, also fand ich gut. Also das war so ein Thema, da haben sie gut gekriegt von mir. Also ich war auch, zuerst war ich skeptisch, weil natürlich Kinder, vielleicht war das ja eher ein Gedanke, Kinder in so Serien immer schwierig. Gibt natürlich, in Komödien funktioniert das immer ganz wunderbar, aber im Drama und so weiter, immer schwieriges Thema. Aber dadurch, dass sie sozusagen die kindliche Denke und Verhaltensweise rausgenommen haben aus dem kindlichen Körper und in den Erwachsenen oder in erwachsene junge Menschen neu transplantiert haben, kann man das natürlich umgehen. Und natürlich bringt für die Schauspieler und für die Figuren natürlich einen wahnsinnig geilen Twist, weil sie müssen halt nicht wie Erwachsene handeln und hey, lass uns doch mal drüber nachdenken, das ist doch ein Scheiß, das machen wir doch nicht, sondern sie sind halt Kinder und sie werden halt so, genau, sie sind impulsiv, sie sind manipulierbar wie Kinder, sie haben Angst, sie schämen sich, sie machen
machen Handlungen, die Erwachsene so nie mehr machen darf. Oder du müsstest als Drehbuchschreiber halt wahnsinnige Hooks wieder bauen, warum sich diese Figur jetzt so und so verhält und dadurch, weil es ein Kind ist und einfach nur als Kind bedroht wird, ist vollkommen klar, ja, der versucht halt irgendwie was zu machen. Ja. Ich fand das erstens mal ziemlich geil gespielt von die Darsteller, dieses Kindliche im Erwachsenenkörper, und habe jetzt gerade einen Faden verloren, wow. Das ist mir halt schon dreimal passiert und wir sind, glaube ich, gerade mal eine Viertelstunde drin. Also. Ich wollte jetzt gerade, genau, jetzt war es wieder, ich fand das nämlich auch als Zuschauer dann immer recht geil, weil du sitzt oft da und denkst, warum ist denn der so dämlich, und musst da immer wieder in Erinnerung, weil heute mal, das ist ja gar kein Erwachsener, sondern ich schaue da eigentlich am Kind so. Jetzt so ist es mir auch gegangen. Für mich. Und wo dann einmal der andere Android kommt und hat dann die beiden Hybriden an der Hand, wie du das dann weißt und so, sagst, ja, wir Kinder, wir jetzt vom Kindergarten heimgehst, dann hast du deine 2 Belgier in der Hand und so. Sagst, ja, natürlich, ist ja Kindergeist drin. Ist ja klar, die wollen an der Hand gehen. Es wird im Laufe der Serie tatsächlich einfacher. Am Anfang tut man sich noch ein bisschen hart, aber mit jeder Szene, wo man halt sozusagen typische Erwachsene gegenüber Kinderhandlungen hat, umso mehr hat man das dann drin, dass es eben keine Erwachsenen sind, sondern dass es diese Peter Pan-Jungs und Mescher sind. Na? Und wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die erste Folge, da haben sie natürlich erstmal ein Feuerwerk abbrennt mit dem Raumschiff, das so crasht und dann diese Rettungsaktion und die Aliens schon mal präsentieren und so weiter. Aber ich fand die erste Folge tatsächlich so eigentlich fast nicht schwach, aber hat mir jetzt noch nicht so Kraft. Aber ich habe dann irgendwie die letzten 3, 4 Folgen, die habe ich quasi bingen müssen, weil es mich so gepackt hat, das Thema. Ich fand, bei mir war es ja so, die ersten 2, die haben mich ziemlich schnell eingefangen, weil die hat einen ganz hohen Wiedererkennungswert gehabt, die erste, finde ich, vor allem mit dem Schiff und so weiter, man hat sich da vorher an den ersten Alien-Film erinnert gefühlt. Dann beim zweiten fand ich es halt einmal geil, das Alien, also zum Singen, was das Ergebnis ist, wenn das Alien mal richtig Geschnetzeltes macht. Also das fand ich schon cool, also richtig geile Alien-Ding. Und dann war aber Folge 3 und 4 waren für mich dann so, wo ich ein wenig, jetzt darf es ein bisschen Gas geben, ist interessant. Da haben sie die ganze Welt erklärt. Da hast du mal so richtig tiefe Einblicke gekriegt. Genau, da war viel zum Erklären. Das war natürlich interessant, aber da ist mir das Tempo ein wenig stark abgegangen. Ja. Aber dann ist mir auch so gegangen, die letzten, 5, 6, 7, 8, da haben wir gedacht, okay, schneller, her damit, brauche ich. Also absolutes Highlight für mich, die Folge 5, wo dann wieder im Weltraum ist. Natürlich von der Ästhetik und vom ganzen Alien-Feeling und so weiter und so fort. Jetzt, wo du es vorher angesprochen hast, was ich mir gedacht habe, also es ist tatsächlich, wenn ich jetzt nicht Alien schon gesehen hätte und Aliens und so weiter und so fort, wenn ich nicht wüsste, okay, was ist der Facehugger, wie wird der dann wie geht's vom Ei zum Facehugger, zum Chestburster, zum Xenomorph und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das fast ein bisschen schwierig zu folgen ist, weil alles haben sie dann auch wieder nicht erklärt. Also sie haben, wie gesagt, viel Worldbuilding gemacht und haben das mit den Corporations erklärt und mit den Hybrids und den Cyborgs und den Androiden. Genau, Cyborgs haben wir ja auch noch. Also einer ist ja ein Mensch, der halt nur sozusagen künstlich augmentiert ist. Da haben wir dann wieder diesen Übergriff zu Philip K. Dick und zu Blade Runner und so weiter und so fort. Also wie gesagt, als erfahrener Science-Fiction-Schauer und so weiter bist du natürlich sofort voll dabei. Aber wenn ich mir jetzt mal überlege, der hätte das irgendwie jetzt mit meiner Frau angeschaut, die hätte wahrscheinlich bei alle 5 Minuten Pause gemacht. Stefan, jetzt erklär mir das mal, was soll denn der da wieder? Da gingen sie auf jeden Fall davon aus. Also von der Alien-Lore her, wie das abläuft, vom Eipflanzen bis zur Geburt und bis zum Auswachsen und so, da haben die fest davon ausgegangen, jeder, der sich die Serie anschaut, der weiß das. Deswegen haben sie auf das kurz angeschnitten, oder? Da haben sie eigentlich nicht viel darauf eingegangen, wirklich nur auf die noch gar keinen Plan nicht haben, ein bisschen. Aber so, die haben wirklich davon ausgegangen, jeder, der das schaut, hat die anderen Filme auch gesehen. Das stimmt, ja. Ich fand's ja geil, das, was der Stefan auch schon am Anfang gesagt hat, als er die Story abgerissen hat, mit dem, dass da jetzt diese 5 großen Firmen sind, die die Rangordnung auf der Welt vorgeben. Das ist, ich finde das so krass, weil das auch so ich habe mir da sofort an die jetzige Zeit erinnert gefühlt, auch wenn das nicht so ist. Aber immer noch, das ist wirklich, das ist nicht gerade Fiktion, sondern das ist in meinen Augen eine potenzielle Möglichkeit, die da entsteht. Das ist eine Richtung, in das gehen kann bei uns, allein wenn es dann heißt, bei der Evakuierung vom Haus, die Rettung bitte nach Einkommen sortieren. Da haben wir auch gedacht, ja, genauso läuft doch die Welt da gerade aktuell, dass wirklich nur wenn du Geld im Geldbeutel hast, dass du dann auch wirklich nur einen Stellenwert hast.
dass große Konzerne machen können, was wollen, weil schau da eben an Musk an, schau da Nestle an, schau da die ganze Scheiße an, die da läuft. Ich finde das erschreckend nah an der Möglichkeit, wie sich die Welt entwickeln kann aktuell. Ich meine, es ist ja nicht ohne, ich glaube, das ist auch, also ich weiß nicht, ob es diese 5 Corporations schon vorher mal in einem Film in der Lore oder so gegeben hat, aber ich meine, es ist jetzt nicht von ungefähr, dass man von den Big Five halt spricht, Apple, Amazon, Nvidia, Meta und Google. Haben auch nicht 5. Klar kannst du immer, ja, nehmen wir die halt noch wieder, lassen wir es weg, aber das war für mich auch schon wieder so. Penninger, genau, auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, dass, obwohl das alles so groß aufblasen war, ist die Welt trotzdem so klar gewesen. Also man hat vom Rundum, hab ich zwing gesehen, finde ich, dass man überhaupt einmal normale Leute sieht. Du hast wirklich nicht eine Person gesehen, die nicht irgendwo in dieser Story, was zum Song gehabt hat, also du hast nie andere Leute gesehen. Und was dann diese Firmen jeweils so machen, das kommt meiner Meinung nach auch nicht so rüber. Die wird zwar hinglatzt, okay, so schaut's aus, aber was die dann machen, dass dieses Konstrukt ein wenig mit Leben gefüllt wird, das ist mir ein wenig abgegangen, muss ich sagen. Ja, man hat es im Endeffekt nur in dieser einen Szene, wo quasi Weyland-Yutani und Prodigy, die sich ja streiten und Weyland-Yutani quasi verklagt Prodigy und dann wird quasi so ein Vermittler eingeschalten und dann sieht man quasi in so einem großen Meetingraum, sieht man wie in der Mitte sozusagen dieser neutrale Vermittler von den Big Five und auf der einen Seite sitzt halt der Boy Prodigy und auf der anderen Seite sitzt die Frau Yutani und das ist das Einzige, was man da eigentlich sieht. Ja, ich brauche die jetzt sozusagen in Bezug auf die Big Five, langt mir das schon vollkommen aus, aber wie du sagst, das sozusagen dieses Leben des Universums, also sie haben das Worldbuilding, das ist schon relativ geil gemacht, also da habe ich schon bei ganz anderen IPs viel mehr kotzen müssen. Star Wars. Aber sagst du so viel Welten mit Star Wars, was hast du? Ja, freilich. Also wie gesagt, Worldbuilding in der Originaltrilogie wahnsinnig geil und jetzt in den Sequels, also unterirdisch, also zum Davonlaufen. Egal, ich schweife ab. Ja, es ist für andere Schnaps und Sci-Fi mal. Aber man sagt halt tatsächlich relativ wenig von der Welt. Ich meine, du hast noch diese paar Soldaten und Cleanup-Guys und so weiter, die dann einmal kämen in der ersten Folge, wie das Raumschiff abstürzt und dann haben sie in ein paar Folgen später, der fand es auch noch mal durchs Bild laufen und vielleicht der Satz als Song. Aber so richtig, glaube ich, der einzige Mensch, den man sieht, der nicht irgendwie in der Kernhandlung mit drin ist, ist halt die Mutter von diesem Kind. Die sozusagen vom Morrow. Die indische Frau, die Mutter vom Slightly, meine ich, war das, oder? Genau, die Mutter vom Slightly, die halt sozusagen nicht entführt, aber gekidnappt wird. Und das ist der einzige Mensch, in Anführungszeichen, der nicht irgendwie in diesem Kartell-Dings da mit drin lebt. Ja, es ist halt ein ziemlich reduziertes Setting, muss man auch sagen, weil du hast ja am Anfang eben du hast eigentlich nur Raumschiff und Insel. Ja. Fand ich aber gut, dass man zuerst so diesen Großstadtdschungel, wie man es allerweise so schön sagt, hat und alles mit Beton und Glas und dann haben wir auf einmal dann im Dschungel dann auch mit dazu und so. Da kommen direkt ein paar so Predator-Vibes auf, wenn es dann so das Alien dann unterwegs ist, sagst du, ja gut, die nehmen sich beide nichts. Die können im Dschungel beide ganz schön umrammen. In jeder Form von Dschungel, gell? Ja. Ja, das hätte man natürlich jetzt auch, hätte man sagen können, okay, dann tust du es halt in eine urbane, in eine großstädtische Ding, dann hätten wir halt wieder das Blade Runner Setting und das hätte meines Erachtens wesentlich besser passt, wie das mit dem Dschungel. Aber der Dschungel hat natürlich den Vorteil, dass du das ganz easy in diese Inselcharakteristik einbauen kannst und sagen kannst, ja, das ist alles wie auf der Isla Nublar bei Jurassic Park und die Dinosaurier-Aliens werden schon nicht abhauen. Ja, und du holst das halt wieder intim. Du holst das halt wieder klar und sagst, okay, großer Ausbruch auf der Erde, nicht verzeichnet, kein Problem. So hast du es auf dieser Insel, können wir alles eindämmen, ole ole. Und du kannst, weil Isla Nublar schon angesprochen ist, du kannst jede Staffel einfach eine neue Insel aus dem Boden stampfen, auf der zufällig auch irgendeine Forschung mit Aliens unterwegs ist. So wie es bei Jurassic Park so ziemlich in jedem Teil vor mir eine neue Insel gibt. Ja klar, so viele Inseln gibt's in Ecuador gar nicht und in Venezuela. Aber Hauptsache, sie haben da noch eine neue. Weil ich glaube jetzt im Rebirth Jurassic World war auch wieder eine neue Insel, oder? Die wir vorher noch nicht gehabt haben. Ich habe den ehrlich gesagt noch nicht angeschaut. Ich glaube, dass eine neue Insel war, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und ich bin kein Gegner von schlechten Jurassic Park Filmen, weil bis auf 2 sind glaube ich alle scheiße, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, der war wieder, also nach dem unsäglichen Dominion, nach dem 3. World ist das absolute Genugtuung gewesen, der neue. Ja, das stimmt.
Was sagt ihr zu den anderen Alien-Wesen, die jetzt dabei sind? Wahnsinnig geil. Wie gefallen euch die? Also ich muss jetzt sagen, ad hoc, das prominenteste neben dem klassischen Xenomorph ist dieses Tentakelwesen mit dem großen Auge. Der Eye-Jockey. Der Eye-Jockey, geiler Name. Also ich weiß nicht, wie weit wollen wir da, ist eigentlich kein Spoiler, wenn man das Alien beschreibt, weil... Wir reden jetzt über alles, oder? Ja, genau. Ja, hier nochmal kurz, es kann gespoilert werden, weiterhören auf eigene Gefahr. Genau, also der Gag von diesem, also das ist quasi ein ungefähr tintenfischgroßes Alien, vielleicht ein bisschen kleiner, das besteht aus irgendwie auch so 8 Tentakeln und einem riesengroßen fetten Auge mit mehreren Pupillen, die sie auch ineinander morphen können und so weiter und aus 8 kleinen Pupillen können eine große Pupille werden und so weiter und ist offengradig hochintelligent. Und das quasi kann lebende oder sage ich mal säugetierähnliche Wesen übernehmen, indem es quasi das linke Auge des Tiers rausreißt und sich anstelle des linken Auges in den Schädel neidurt und quasi in den Gehirnstamm eine und dann das sozusagen das Denken selber übernimmt und der Körper ist halt dann von diesem Viech und eins zum Beispiel ist ein Schaf, das dann unten in so einem geheimen Labor haben und das Schaf, da finden sie dann quasi raus, dass das Schaf halt jetzt hochintelligent ist, aber du kannst natürlich gleich vorstellen, dass du sowas einem Menschen einsetzen kannst, dieses Ding und das ist glaube ich auch einer von den Cliffhanger, glaube ich am Schluss, ich weiß nicht, ob das dann noch weitergeht. Naja, das finde ich wahnsinnig geil und die Idee ist natürlich wieder, dass du sozusagen als Mensch wie zombifiziert wirst oder der Mensch wird quasi dann zum Roboter, der durch jemanden anders gesteuert wird. Und natürlich dieser ganze Penetrationsaspekt, der sich ja durch die Alien-Geschichte durchzieht, hat man wieder dabei. Dann haben wir so fliegende Flugviecher, die sich sozusagen von Mineralien und Metall und so weiter ernähren. Und die, glaube ich, waren für die Story ganz stark wichtig, weil die halt Roboter und Cyborgs angreifen können. Ich meine, der Xenomorph ist und dieses Tentakelding, die sind ja quasi tödlich für biologische Wesen wie Menschen, aber Cyborgs waren ja eigentlich sozusagen, Aliens haben jetzt die Cyborgs nicht prinzipiell angegriffen, weil können sie ja nicht fressen. Und damit hat man jetzt sozusagen ein Alien gefunden, das Cyborgs und Roboter fressen kann und hat dadurch natürlich einen Fressfeind wieder geschaffen, der, denke ich, schon auch ganz wichtig war, weil das ist mir in 1, 2 Alien-Filmen so rausgekommen, dass eigentlich sozusagen eben die Cyborgs eigentlich als Maschinen für die Aliens kein Ziel waren. Ja. Was haben wir dann noch gehabt? Einen Schlangen. Das Fleischfressende Pflanze, fleischfressende Pflanze. Ja, genau, die fleischfressende Pflanze, die auch geil. Half-Life-Spieler kennen es natürlich. Also habe ich leider nie gespielt. Gegner, die an der Decke hängen und du latschst drunter und dann kommt von oben der Angriff und zieht halt Health ab. Also auch eigentlich ein Klassiker der Gegnerwesen in First-Person-Shooter. Und da halt auch quasi eine fleischfressende Pflanze, die sie oben an der Decke hinhängt und du gehst halt drunten umeinander und meinst nichts und auf einmal kommt halt der Blob von oben und frisst die halt einfach so. Unangenehmer Tod, glaube ich. Genau. Ja. Und dann hat's noch diese Schneckenwesen gegeben oder die quasi, die ins Ohr oder übers Auge oder irgendwie so ins Gehirn sind und da auch die Hosts übernommen haben. Das war aber, glaube ich, nur in der ersten Folge. Die sieht man dann eigentlich nimmer. Die Schnecken, jetzt pass auf, wir haben noch die Zecken, oder die weiß ich noch, die aussaugen. Die ungefähr so, keine Ahnung, 8 bis 10 Zentimeter lang sind und halt irgendwo so reinkriechen ins Auge oder in die Nase oder irgendwas und da auch den Körper dann übernehmen. Da gibt's bestimmt auch wieder einen geilen Namen dafür, der mir natürlich überhaupt nicht geläufig ist. Ja, ich hab das auch mit diesem Eye-Jockey, das habe ich auch noch nicht gehört gehabt. Es gibt ja auch keine offiziellen Namen, das sind ja diese Fan-Favorites, das ist wie, wenn du aus dem Hotline kommst, dann kommt dieser Kill bei in a Violent Nature und jeder sagt der Yoga-Kill und auf einmal schaut's ins Internet und jeder sagt Yoga-Kill dazu. So ist es da auch, das war halt einfach der Eye-Jockey und das fand ich schon geil, weil Space Jockey haben wir ja auch schon gehabt im Alien-Universum und dann ist mit dem Augepitz ja natürlich auch, fand ich gut. Hab ich gleich mit in meinem Sprachgebrauch mit aufgenommen. Ich habe nebenbei gegoogelt und natürlich gibt's offizielle Namen und das sind halt Namen wie Species 19 und Species 64 und dann gibt's sogar welche mit lateinischen Namen. Wow. Aber das sind natürlich, das ist der Unnamed Fly Lifeform. Ja, okay. Soweit waren wir schon.
Also ich glaube, es ist ganz gut, dass es Fan-Favorites gibt und Fan-Benennungen, weil Species 19 ist jetzt natürlich nicht so geil. Ja, und freuen wir uns noch auf Fanfiction zwischen die Alien-Viecher dann, das wird dann Oh, auch noch toll. Weil im Endeffekt ist ihm in einem Film jemals auch das Wort, ich weiß nicht, ich habe es auf Englisch nie gesehen, oder Facehugger oder Chestburster, fällt ja nie, oder? Nein, das ist alles aus dem, wie gesagt, von den Fans her. Das einzige ist, glaube ich, der Xenomorph und nur deswegen, weil er auf Bildschirmen dargestellt wird. Also ist er nicht in der Serie als Xenomorph bezeichnet worden? Ja, aber ich denke auch nicht. Ausgesprochen? Das weiß ich nicht. Ausgesprochen auch. Okay. In der Serie, oder? aber in die Filme bisher glaube ich nicht, aber da jetzt in der Serie wird es ausgesprochen, ja. Ich glaube, das war nämlich der Timothy Olyphant, oder? Der Xenomorph nennt. Ja. Und da ist nämlich auch noch, da fällt es mir nämlich auch gerade ein, das ist, seine Optik, sein Äußeres ist anscheinend eine Anlehnung auch an den Rutger Hauer aus Blade Runner mit diesen weißen blonden Haaren. Ja, voll. Ja, jetzt weiß ich, woran er mich erinnert hat. Ich finde das geil, weil ich finde den Typen, also als die Figur finde ich wahnsinnig cool, weil er natürlich wieder so diesen Harlequin-Ding hat, der sozusagen seine eigene Agenda verfolgt und du weißt aber nicht, worauf er genau hinaus will. Übrigens, weil wir gerade bei Trivia und so weiter sind, das hat mich nämlich auch die ganze Zeit schon getriggert, dieses Raumschiff, das crasht, die USS Maginot. Maginot ist ja quasi eigentlich französisch und das ist Maguignon oder so. Also jetzt steinigt es mich mehr, Französisch war wirklich unterirdisch in der Schule. Aber es hat diese Maguignon-Linie gegeben und das war quasi vor dem Zweiten Weltkrieg war das sozusagen die Verteidigungslinie, die die Franzosen gegenüber die Deutschen aufgebaut haben. Und die Deutschen haben diese Verteidigungslinie halt in den ersten 2 Wochen einfach so dermaßen überrumpelt, dass die haben da irgendwie Milliarden von Francs eingesteckt und hat halt keine 2 Wochen gehalten. Und jetzt ist dieses Raumschiff halt auch diese Maguignon-Linie, die halt überschritten wird, indem die Aliens halt auf die Erde kämmern. Indem der Feind das Gebiet, die Grenze überschreitet. Ja, genau. Wow. Sind wir sehr intellektuell, auch mit Romulus dann bei Alien Romulus und so. Also sie beziehen sie immer auf irgendwas. Ja, wir haben einen Bildungsauftrag. Also Ja, Science Fiction ist ja nicht so Gaudi da. Ja, eben. Schnaps und ist Schnaps ja und Sci-Fi, auch nicht so Gaudi. Eben, ja. Du hättest vielleicht ein paar Schnaps trinken sollen, weil es hat jetzt eine Studie gegeben, dass nachweislich Menschen im betrunkenen Zustand besser mit Fremdsprachen umgehen können. Dann hätte es Maginot jetzt vielleicht sogar richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich deswegen, aber eine steile Hypothese, wenn du schon lallst, dann kriegt's Gegenüber nicht mehr mit, ob du falsch lallst. Da musst du hoffen, dass das Gegenüber auch schon lallt. Bei uns in Wojersdorf gibt es einen Sechssprachigen. Und dann hat sich eben rausgestellt, dass der, wenn er besoffen ist, 6 Sprachen kann. Sauber. Wenn er nüchtern ist, kann er es nicht, aber wenn er besoffen ist, kann er 6 Sprachen. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, ich fand also, weil wir nur bei diese anderen Wesen bleiben, ich fand diese Zeckenviecher, die ich vorher angesprochen habe, ich fand die so widerlich asozial. Also ich kann mit diesem Augviech was anfangen, wenn es da einen Augapfel ausreißt und penetriert, aber die Dinger, da stellt's mir alles auf, wenn ich das zeige, wenn sie den Hals ohne hängend und saugt die dann komplett lau über den Hals. Und dann scheißen es da noch eine Babys ins Wasser rein, die sie dann in deiner Speiseröhre festsaugen. Und das war krass, ja. Ist das Widerliche? Da haben ja dann diese Viecher dann an der Lunge drauf gehängt und so, oder? Wenn sie den aufgeschnitten haben. Also das ist schon anreitig, ja. Für Teufel. Das ist richtig mies. Und es ist halt wirklich so, ich finde es so geil, wie es auch der Mechaniker sagt, wie dumm kluge Menschen sind. Man bringt keinen Parasiten auf die Erde. Das finde ich auch wieder so geil, weil dann kannst du nichts mehr tun mit den Scheißviecher. Entweder saugst du aus, wenn du das weg machst, dann platzen sie, dann erstickst du dann in einem scheiß Dampf. Das andere Viech bringt dir mit jedem Körperteil um, der andere reißt das Augen aus, die Fliegen zersetzen die, was soll das alles? Das nimmt die Zeit bei mir. Ja. Haut's ab. Kann ich auf Australien auch von. Also sie haben tatsächlich, was die Aliens angeht, haben es wirklich in die große Kisten reingegriffen, haben wirklich geile Aliens und geile Konzepte wieder aufgenommen. Ich meine, da ist jetzt natürlich nichts dabei, was jetzt irgendwie originär neu ist, was man nicht noch nie irgendwo anders gesehen hätte. Wobei das mit dem Tentakel, mit dem Augen natürlich schon ganz großer Stil ist. Der hätte einen separaten Film verdient. Die darf man einen Film anschauen. Da braucht man, glaube ich, da muss man kein Dreigelbier mitlaufen lassen, dass das aufgebaut wird als nächstes Alien, um da was zu machen. Das Viech dann entweder schnappt es sich einen Xenomorph oder einen Predator. Boah, lecker, ein Predator war cool. Das war geil. Ein Predator mit dem Ding drin. Boah. Wow.
Ja, also man muss schon sagen, mit der Serie machen sie natürlich das Tier ganz weit auf, um wirklich noch viel Spin-offs und so weiter und so fort zu machen, wobei wieder Analogie Star Wars, das kann auch Swing oder Miss sein, da können 3 geile Serien kommen und dann kommt eine, wo du denkst, hui, über die reden wir mal lieber nimmer. Ich muss ja auch dazu sagen, es ist ja für mich bei der Serie, obwohl es wirklich hochwertig produziert ist und gute Ideen hat es aber auch recht viel Scheißdreck drin, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Also dieses Domestizieren vom Alien auf kürzeste Zeit durch die Alice, glaube ich, heißt's, dass aus dem Raubtier der Haustier wird. Wendy, ja. Entschuldigung, danke sehr. Genau. Wenigstens und Marcy war es ja. Wendy und Marcy, genau. Das hat mich so genervt. Das ist wieder Apps, das ist, wenn ich aus der ultimativen Bedrohung Apps mache. Das wird dasselbe Fall jetzt bei 28 Years Later, wo ich aus die Infizierten dann auf einmal eine Bedrohung mache, die eigentlich keine mehr ist und lasse dann die einfach so stehen. Und das ist da auch der Fall, wenn ich dann dieses ultimative Alien hab, das wirklich nur auf Töten aus ist, so ungefähr, und dann mache ich da ein Viech draus, das auf einen Menschen geprägt wird und sich damit immer unterhalten kann. Es ist ja möglich. Es ist ja, vom Gedankenspiel her, lasse ich mir das alles eingehen. Nur mir gefällt's nicht. Ich fand die Idee prinzipiell, dass sie mit dem Alien kommunizieren kann, die Idee fand ich wahnsinnig geil. Also erstens mal der Sounddesign ist super cool. Ja. Da haben sie sich aber grob und pfui an Jurassic Park, diese ganzen Klicklaute und so weiter, die haben wir alle schon von den Raptoren und so weiter. Ja. Da haben sie sich pfui auch wieder abgeschaut. Aber ich fand die Idee prinzipiell wahnsinnig geil, aber sie haben es sozusagen, was schon vorne oben aufgebaut und mit dem Arsch dann wieder umgestoßen. Weil sie halt über unglaublich weite Entfernungen wie telepathisch dann mit dem Alien kommunizieren kann. Und sie pfeift dann ein bisschen und dann schafft sie am Angreifer und genau, so. Genau, wie Lassie und so weiter und so fort. Und wie du schon sagst, dass das im Endeffekt quasi domestiziert wird. Wobei man darf nicht vergessen, und das ist jetzt eine Analogie oder eine Anspielung auf Alien 4, da war ja auch Ripley dann die Mutter vom Alien. Und wenn du überlegst, der Chestburster, beziehungsweise genau der Chestburster, der dann den ersten Kontakt hat, der in der Lunge kultiviert wird, das erste Wesen, das der sieht, nachdem er aus der Lunge rausschlüpft, ist die Wendy. Also wir haben wieder so eine Mutter-Alien-Kind, frühkindliche Prägungsgeschichte wieder dabei. Also, wie gesagt, das fand ich eigentlich ziemlich geil, aber wie gesagt, das dann über extrem weite Strecken, das sozusagen zu kommunizieren und das halt wie ein Schoßhund folgen und so weiter, das ist nicht unser Alien, das ist nicht unser chaotischer Xenomorph, der als Killer umherzieht. Ich kann Seiten Chris Pratt und Jurassic World, jetzt sind wir schon wieder bei Jurassic World, ich kann es nicht mehr sehen, dass ich Leute hab, die auf diese ultimativen Prädatoren geprägt sind, die dann ein Hand ausstreckern und dann dann flippe ich sowieso aus. Okay, sie macht doch eh nichts anderes. Das ist doch das Teil. Nein, die Handgeste haben wir nicht gehabt. Ach, Kim. Und ich sag, also da finde ich es auch noch, ich finde es da auch noch okayer, weil sie einmal sagt, sie ist ja kein Mensch nicht, und es heißt also, ja, wir sind ja nur Beute für sie, und dann sagt sie also, nein, ihr seid Beute, aber ja, wir sind keine Beute. Das ist ein geiler Satz, das ist ein sehr geiler Satz. Deswegen kann ich damit auch leichter umgehen, dass ich sage, erstens mal diese Frühprägung, die der Stefan schon verzeiht hat, dann, dass sie halt als erste Mal anderes Wesen ist, sage ich mal, dass dann auch kommunizieren kann damit auf die gleiche Art und Weise. Und deswegen fand ich das alles nicht so dramatisch, dass sie von dem Alien jetzt da nicht angegriffen wird oder dergleichen. Okay. Aber wenn dann so etwas sagt wie in Chris Pratt dann dann ist ja Achterbahn. Nein, ich glaube, das wollen die Leute momentan sehen. Im Dschungel irgendwelche Leute, die mit irgendwelche Riesenmonster Kontakt aufnehmen und dann die weiterschicken oder irgendwie so. Ich glaube, das wird jetzt so ein Trope. Mit dem müssen wir uns jetzt dann anfreunden, weil die Sache spielt Milliarden ein. Und dann haben wir uns gesagt, bauen wir es bei Alien Earth ein, weil bei Jurassic Park funktioniert's auch. Wie gesagt, ich sag das alles, was sie sagt, aber mir gefällt das nicht, dass das Alien jetzt da so ein Schoßhündchen ist. Ich finde das scheiße. Wie schaut's denn aus? Wollen wir erst nur über die geilen Sachen reden oder wollen wir langsam ins Ranten einsteigen oder schmeißen wir einfach einfach eine. Hau raus, was dir einfällt. Dann machen wir es so, jetzt hast du quasi abgelästert über das, dann fange ich jetzt wieder was an, was ich geil gefunden habe. Und das immer ist positiv bleiben. Das Thema Setting, Looks, Design, Setdesign, Optik,
Dann ein Sounddesign und so weiter, ich habe es vorher schon anklingen lassen, ich fand das so geil, vor allem das Raumschiff, da wenn du auf dem Raumschiff bist, da kannst du 1:1 wieder auf der Nostromo oder auf der Sulaco sein, nicht irgendwie, wir bauen da ein nice Ding, weil wir wieder Actionfiguren und neue Raumschiffe verkaufen wollen als Lego-Editionen, sondern es schaut wirklich genauso aus wie auf der Sulaco. Diese 70er Jahre Design inklusive diesen Conversation Pits, was schon diesen Couches, die da unten versetzt sind und so weiter, das fand ich ganz, ganz großartig. Und auch wieder dieses quasi dieses biomechanische Design vom H.R. Geiger und von dem anderen, wo mir der Name wieder entfallen ist. Da haben es gewusst, okay, das ist geil, das sind unsere Pluspunkte und die spulen wir einfach. Davon lassen wir uns nichts Neues einfallen. Auch diese ganzen CRT-Monitore mit den Schriftarten von 1900 irgendwas, 79 oder 78, wann war Alien. Also das ganz, ganz großartig. Glaube ich nicht mal Retrofuturistik ist das, oder? Genau, ich bin ein großer Fan davon, vom Retrofuturismus. Ja. Sie haben ja dann sogar, um uns noch heimischer fühlen zu lassen, auch wieder eine Katze auf dem Schiff gehabt. Wie beim ersten Alien, der Jonesy. Sogar das haben sie uns noch dazugegeben. Und zum Sound ist ja auch, wenn man natürlich jetzt Sounddesign, aber wie geil waren, also zumindest fand's ich geil, die Abspannmusik jetzt mal. Das fandst du geil? Mega. Teil. Das fand ich jetzt geil. Mal fett geil, Black Sabbath, Tool, Metallica, das fand ich schrecklich. Smashing Pumpkins. Ja, voll Pearl Jam, also jede Folge eine geile Nummer am Ende ausgekaut. Aber da haben es, glaube ich, einer einfach überlegt, was für eine Demografie schaut dieses Ding und was haben die als Kinder was haben die als Jugendliche für Mucke gehört? Okay, das sind alles irgendwelche Kerle zwischen 35 und 45, also geben wir denen den alten Grunge-Sound und die alten Metal-Sachen, genau. Ja, genau, das minst die alten Deppen haben es gesagt. Das hat mich zu Tode genervt, wie dann Metallica gehört, aber ich dachte, fickt euch doch. Ja, weil es hat nämlich mit der Serie halt überhaupt nichts zum tun. Ja, nicht inhaltlich vom Text her oder irgendwie so. Es ist einfach nur, es ist halt ein geiler Sound, aber es hat ja wirklich mit Alien und mit der Lore und so überhaupt gar nichts bin ich zu tun. halt einfach ein Verfechter von irgendwelche coole, fette Scores oder irgendwie, aber da dann einfach mal ein Metal zum Spielen und vor allem dann, der Metal setzt sich nicht dann erst ein, wenn der Abspann, wenn das Schwarzbild kommt, sondern nicht vor in der Folge schon, dass es so richtig edgy einballert. Na, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war... Hau ab jetzt gerade, weil du über einen Hip-Hop magst. Ich finde das mega. Ich finde das wahnsinnig geil. Okay. Ich fand's auch weglassen. Also wie gesagt, hat überhaupt nichts damit zum Tor. Scheißegal, Hauptsache flasht. Ja, ist einfach nur für den Style. Das ist wie das blaue Licht bei die Facehacker-Eier, die zwar auf der einen Seite ja ein bisschen so man als Bewegungsmelder gelten, aber auf der anderen Seite sagst du, ja, das haben sie doch nur eine gemacht, weil es einen geilen Sci-Fi-Look hat und sonst nix. Weil das kannst du anders auch lösen, aber es schaut halt geil aus, wenn so ein blaues Licht ist. Also einfach nur eine ballern, weiß geil ist. Genauso haben sie mit der Musik auch gemacht. Auch das Design von der Basis auf der Insel, super. Das Labor unten, sehr, sehr cool. Also da war jetzt nichts, wo ich dann gesagt hätte, hey, das passt aber irgendwie nicht dazu. Das hat alles, wie du schon gesagt hast, retrofuturistisch ineinander passt. Dass ein Raumschiff natürlich anders ausschaut wie so eine Forschungsstation unten, aber halt alles in diesen 70s-Look und dadurch hat das alles halt wirklich super gut zusammenpasst. Sogar die Kinderzimmer, die waren modern, aber jetzt, das hat mir ja noch alles abgenommen. Was ich wirklich nicht passend und scheiße fand, war halt einfach dieses Setting im Dschungel. Das funktioniert für einen Predator. Aber das ist nicht das Habitat vom Alien. Und das Problem ist nicht der Dschungel an sich und so weiter. Der Dschungel, du kannst im Dschungel natürlich auch absoluten geilen Horror und Thriller und so weiter machen. Das Problem ist im Dschungel, dass du das Alien nimmst und das Alien ins Tageslicht setzt. Und das Alien ist halt gruselig im Finstern, im nebligen Raumschiff, wo es dunkel Enge ist, Gänge, wo Neonlicht, genau dann ist das Alien. Aber wenn du das Alien in Tageslicht auf dem Strand siehst, nur dazu minutenlang, wo es mit der Marcy da irgendwie schnappen und klick, klick und so weiter und so fort, da nimmst du dem Xenomorph einfach voll dieses Grauen. Das ist das ist im Horror immer so. Sobald du das Ding einmal gescheit siehst, verliert sein Schrecken. Und das hat das Alien echt nicht verdient. Da hätten sie irgendein anderes geschickt. Da hätten sie irgendein anderes scheiß nice Alien basteln können, das da verhorzen, aber ein Xenomorph, den behandelt man gefälligst mit Anstand.
Ja, darum hat er wahrscheinlich danach gleich wieder so ein ganzes Bataillon Soldaten metzeln müssen, damit sie am Grauen wieder versuchen, ein wenig zurückzugeben. Schaut hier, auch wenn es nicht im Hellen seht, aber der ist immer noch brutal. Und dann das wieder. Das regt mich auch immer ständig auf, was schon. Zuerst ist es so, dass irgendwie Tausende von Bullets schießen sind das Alien eine und kriegen es nicht hin. Und 5 Sekunden später, neuer Cut, auf einmal macht so ein Alien irgendwie so einen Trupp von 15 Marines platt. In 3 Sekunden oder so. Und dann denke ich so, hey, jetzt entweder oder. Also entweder ist das Alien eine Killermaschine und keiner hat eine Chance dagegen, oder es sind halt immer harte Kämpfe. Aber das einmal so, einmal so. Das, und auch das, überhaupt diese Marines und diese Angreifer von Weyland-Yutani und die Verteidiger und so weiter, das sind zwar fucking Mega-Corporations, die um die teuersten Subjects im Universum kämpfen, und dann schicken die Ohren 30 Marines und die anderen haben 25, die es verteidigen, und diese 25, das sind schon 10 hin, aber wir deren uns da jetzt sauber wehren, gell? Weil das ist unsere high-protected, super mega Insel und wir haben die tighteste Security auf der ganzen Welt, und dann sind es 15 Hanseln, die alle mögt sie mich verarschen oder was? Ja. Vielleicht haben sie nicht mehr dürfen, weil sie haben doch diese Gesetze untereinander, die dürfen sie ja nicht bekriegen oder irgendetwas da. Vielleicht haben sie deswegen nicht groß agieren dürfen, damit das die anderen Firmen nicht auffällt. Nicht, dass wieder einen Vermittler schicken müssen und sie dann gegenseitig 50 Milliarden zahlen. Das war die einzige Erklärung, weil ich hab mir auch gedacht, das könntest du eigentlich, kann Yutani kommen und die Insel einfach wegnuken, wenn es auf die Subjects da, wie du sagst, scheißen hat. Aber ich hab mir dann irgendwie so gedacht, ja, weil es wird ja kurz einmal so das Regelwerk ein bisschen aufgeführt, glaube ich, bei dieser Verhandlung, was sie darf und was nicht. Und da haben wir dann so gedacht, ja, okay, vielleicht muss deswegen alles so verdeckt wie möglich laufen, damit das keiner von die anderen 5 mitkriegt, dass sie da jetzt untereinander sie ins Bein pissen. Weil, keine Ahnung, welche Sanktionen das dann drohen können. Ja, auf jeden Fall, das war einfach wieder, du hast gemerkt, ja, okay, im Drehbuch steht drin, dass da jetzt sozusagen von außen die kommen müssen und die Insel angreifen müssen, damit der Morrow auf die Insel kommt und damit der Handlungsstrang weitergehen kann. Und wir können das jetzt möglichst billig lösen. Ja, dann nehmen wir da jetzt die 12 Hanseln und dann schicken wir die da in die alten Marines-Kostüme und dann holen wir die Pulse Rifles wieder raus, weil die 35 bis 45-jährigen Kerle mit Bart, die finden das geil. Und dann geht's wieder los. Richtig. Apropos Morrow, wie sehr habt ihr den gehasst? Am Anfang brutal, und dann hat er mich fast ein bisschen enttäuscht. Ja, also am Anfang fand ich wirklich scheiße, aber aus der Figur hätte man mehr machen können, weil sie haben, glaube ich, dieses Potenzial, das sozusagen ein Gegenspieler, der Antagonist, das haben sie auf 2 Figuren verteilt, auf den Morrow und auf den, wie heißt der nochmal, der Kirsch. Der Kirsch ist ja auch dann sozusagen zum Antagonisten geworden. Und dann hat man nur den dritten, diesen Atom-1-Typen, der ist ja auch irgendwie wieder Antagonist. Und dann hast du auf einmal 3 Welcher war jetzt das? Das war dieser Glatzkopf, der im Anzug, was schon dieser Sekretär-Typ. Ach ja. Halt dann, war schon einerseits ist er Sekretär, aber danach tut er ein Ding wieder unter Druck setzen mit, er feuert ihn, und wenn er jetzt nicht am Ende vom Tag weg ist, dann wird er gekillt oder so. Du hast im Endeffekt 3 Antagonisten, die alle allerdings nicht sozusagen der Hauptgegenspieler sind und die aber alle wieder leicht oder unterschiedliche Motive haben, und das beißt sie dann irgendwie so ein bisschen. Also ich fand dann einen Kirsch eigentlich als Antagonisten wesentlich geiler als einen Morrow. Obwohl der Morrow eigentlich die bessere Backstory hat, weil mit diesem Cyborg und so weiter und so fort. Ja, für mich war eigentlich so der Hauptantagonist, der hat sich für mich dieser Cavalier ausgestellt, da, der Prodigy-Bur. Der ist irgendwie für mich so der Hauptding, der diese Hybriden, die ja eigentlich jetzt noch menschlich sind, vom Geist her, als Sachen einfach nur benutzt, der die anderen und das Zeit klaut. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie den die ganze Zeit so als den Hauptantagonisten, der, sag ich mal, im Hintergrund als großer Antagonisten aufwarten wird, gesehen. Der Morrow ist mir nur auf den Sack gegangen, ich hab mich so genervt, er ist so ein Wichser gewesen. Die ganzen Angefangen, nicht heute doch endlich der Elastics Maul, der ist immer grantig gewesen. Naja, im Endeffekt, jetzt, je länger ich drüber nachdenke, er hat's eigentlich schon gut gemacht, weil wie gesagt, ja, der Backstory, die man glauben kann, er ist sozusagen unter Druck von Weyland-Yutani und so weiter und so fort, und er ist ein Cyborg, also er hat schon auch übermenschliche Kräfte, aber er ist halt trotzdem ein Mensch und hat sozusagen diese menschlichen Schwächen und eben diese traumatische Backstory.
er war halt nervig, aber ich meine, er soll ja auch nervig sein. Ja, klar. Also so vom Ding her, also, gut geschrieben, gut gespielt und alles, aber ja, er hat halt nur am Schluss, dadurch, dass sie ihn halt dann gefangen genommen haben, dann war sein Story-Arc halt im Endeffekt vorbei. Und beim Kirsch und so weiter, da war halt sozusagen bis zum Schluss, bis zu seinem Ende, hat er halt eigentlich fast nie gewusst, okay, gibt es jetzt da nochmal einen Twist und macht dann nochmal was anderes und so weiter. Beim Boy Cavalier war es so, der war natürlich der große Böse, weil er ist ja im Endeffekt der Boss von allen, aber erstens hast du halt sofort gemerkt, dass zwei von seinen Leuten ihn sofort hintergehen wollen, also ist er im Endeffekt auch wieder nicht so der allmächtige Gegner, weil natürlich seine zwei Lieutenants ihn sofort wieder in den Rücken fallen und dieses super intelligente, das hat er im Endeffekt war ja eher auch wieder ein kleiner Bub. Dieses Peter Pan-Syndrom ist ja bei ihm quasi eine klinische Diagnose neben seinem ADHS und der ist halt so lang stark, solange er halt seine Lieutenants hat, die machen, was er möchte, weil er es zahlt, aber sobald die Lieutenants halt sagen, nein, ich habe jetzt meine eigene Agenda, dann ist er halt die ärmste Sau im Dorf und dann ist er halt ein schmächtiger, junger, hochintelligenter Mann, aber im Endeffekt ein Vollnerd, dem man eigentlich nur ständig in die Fresse reintreten. Aufgebaut war er ja wie ein Bond-Bösewicht, also so wie er dann da sitzt, so mega exzentrisch und so klassischer Bond-Bösewicht und die anderen so alle unter ihm. Was dann, wenn er bei der Verhandlung ist, was dann eigentlich möchtest hingehen und möchtest Schopfer, so sauber an die Flammbocker und sagen, jetzt schau, dass deine dreckigen Füße vom Tisch übernimmst, weil die so wichst, dass du den Hosen brunst, du Trottel. Die ganze Zeit habe ich mir gedacht, wenn ich gesehen habe, die Mehr hat einfach mal eine saubere Schein geben. Du brauchst einfach mal eine richtige Trumpfotzen. Da darf ich eine ganz kleine, lustige Anekdote von einem Bekannten von mir sagen, der war Musiklehrer an der Schule. Mit dem habe ich mal geredet und der hat gesagt, ja, er hat auch mal ein ADHS-Kind gehabt und die Mutter von dem ADHS-Kind ist zu ihm in Sprechstunde gegangen und hat sich so beklagt, dass sie nicht weiß, wie es mit dem Bub umgehen soll und so weiter und so fort. Und dann hat der Lehrer halt zu der gesagt, ja, haben Sie es schon mal mit einer Schöllen probiert? Also ohne jetzt Gewalt an Neurodiversen sozusagen nach vorzustellen, aber sozusagen diese humorvolle Auflösung anscheinend die Mutter hat dann sozusagen erlöst auflachen können, ob der Abstrusität des Vorschlags, aber dadurch war jetzt Eis gebrochen. Und wie gesagt, aber da der hätte gesagt, der war Lehrer, hat es dann erledigt gehabt danach quasi. Danach oder? War das nicht mehr genau. Nein, der hat halt nur immer Blätter hergekriegt. Ich meine, es gibt Lehrer, die, wo man sagen muss, heutzutage dann wahrscheinlich alle 2 Wochen einen Anwalt in der Schule haben, aber vor 20 oder vor 30 Jahren waren wir froh, dass man solche Lehrer gehabt hat, die zwar sehr suffisant und witzig waren, aber eigentlich das Herz am rechten Fleck gehabt haben. Ja, das stimmt. Aber ja, dieser Boy Genius, wie gesagt, der hätte einfach in seiner Jugend ein paar Mal öfters gekotzt gehabt. Also entsprechend therapiert. Wenn's mich gefragt hast, so ab der Mitte hätte ich gesagt, dass der er selber auch ein Hybrid ist. Ich habe mir mehrmals schon überlegt, ob das was ist, aber das war dann auch wieder, das hat man schon so oft gehabt in der Science Fiction, dass dann rauskommt, dass der Protagonist oder dass eine zentrale Figur dann wer ganz was anderes ist, wie er dann war. Also ich finde, es war eigentlich schon ganz gut und wie gesagt, er ist ja diese Produktionsfläche für, wie gesagt, Zuckerberg, Musk und so weiter und so fort und das hat er prinzipiell schon gut gemacht und eben andererseits ist es auch relativ modern, dass du sagst, du hast einerseits einen schwerreichen Superbösewicht, aber der halt wirklich, wirklich eigentlich schwach ist. Da haben wir ja schon wieder sehr moderne... Das sagt ja Matt Wendy dann ganz deutlich einmal, dass er eigentlich ein ganz schwacher, trauriger Mann ist und sonst nichts. Ja, also eigentlich ist das schon wieder sehr, sehr woke als Thema. Ja, aber du hast ja die Powerfrau, das darf man halt nicht mehr sagen, oder? Female Empowerment, sagt man halt, Powerfrau, das darf man nicht mehr sagen. Nö, wieso? Du darfst alles sagen. Es ist ja so, die Wendy ist halt jetzt schon... Jetzt darf man es wieder sagen. Jetzt darf man es wieder sagen. Ich bin nicht mehr up to date, das ist Wahnsinn. Aber man lernt nie aus da hören. Ich finde sie nicht so krass overpowered. Sie ist wie so sehr der Superman, weil sie wirklich alles kann. Das ist drehbuchtechnisch, ist die natürlich super cool, wenn du die drin hast, weil wenn du irgendwo ein Problem hast, wo du nicht weiterkommst, dann sagst du, ja, dann kann halt Wendy jetzt auf einmal das mit den Kameras. Aus dem Haus. Und, ja, das war sowas, okay.
hat Die man kann auch schon alles. 5-mal gesehen, das kann alles, aber warum kann sie es jetzt auf einmal? Na? genau. Haben sie, ich glaube doch tatsächlich in der ersten Folge haben sie es eingeführt, wo sie ja quasi diese Ice Age hat ja weiterschalten können oder so mit ihren Gedanken. Da haben sie es schon ganz am Anfang. Genau, weil er sucht seinen Bruder, der sich da der fragt, wie lange er noch arbeiten muss, bis er da rauskommt von dem Bums. Ja, aber du hast schon recht. Das habe ich total vergessen, sie ist dann diese Allmächtige und kann alles und ist irgendwie, weil ich meine, das war halt das Geile an Ellen Ripley, dass sie halt nicht irgendwie übermächtig oder irgendwas war, sondern sie hat halt einfach, sie war tough, hat vielleicht 2-3 Mal einfach mehr danach denkt und ihr kennt ja den Spruch, Alien is a movie about a woman that nobody listens to and in the end all die except she and her cat. Ja, genau. Also Ellen Ripley war halt einfach geil, weil sie eben eine taffe Frauenfigur war, aber ohne jetzt irgendwie, ich habe Superkräfte und ich kann mit Aliens reden und ich kann Computer mit Gedankenkräfte irgendwie manipulieren. Andererseits, sie war trotzdem sehr, sehr gut gespielt, also dieses sozusagen Kind in der Frau und sie war ja auch hin und her gerissen zwischen ihrem Bruder und zwischen der Company und so weiter und so fort und zwischen der Loyalität zu den anderen Hybriden. Da haben wir auch noch nicht drüber geredet, weil die anderen Hybride haben natürlich, gut, sie sind meistens Staffage bis auf den Ohren, der sozusagen der Erpresste ist, bis auf den Slightly. Sie sind meistens Staffage, aber sie haben schon auch ein bisschen sozusagen ihre eigenen Struggles gehabt, zum Beispiel Nips, wo dann die Programmierung aus den Fugen geraten ist und die halt dann so Bipolar Disorder Geschichten. Ich finde ja geil, dass das so einfach mit dem, dass es durch ein Trauma ausgelöst wird, dass halt dann doch nur so, okay, weil es ist ja oft so die Frage, sind sie jetzt menschlich oder nicht? Und sie spielen ja mit dem, finde ich immer ziemlich geil, dass sie sagen, okay, sie sind, jetzt wirkt es wieder extrem menschlich, weil sie kein Traumata erfahren, der eine kann Tränen rausdrücken, aber sie wirken da, aber sind sie nicht doch vielleicht einfach nur Menschen, weil es geht ja die Theorie rum, dass sie eben nicht die Kinder sind, sondern dass sie praktisch eine Kopie von dem letzten Stand der Kinder sind, die sie jetzt aber wieder zu was Eigenen entwickelt haben. Dass die, es ist also sogar, da sind es auch noch anscheinend so Fantheorien unterwegs, und da bin ich auch gespannt, wo das dann hin entwickelt. Sind es wirklich nur die Kinder, die sie vorher waren, oder haben sie zu was Eigenständigem entwickelt? Geile Theorie, speziell bei der Nips haben wir das ja gehabt, dass sie ja im Endeffekt ihr Gedächtnis zurückgesetzt haben, quasi einen Backup-Zeitpunkt vorher wiederhergestellt haben und dadurch natürlich für die anderen, also wie die anderen Hybriden mitgekriegt haben, dass die Prodigy Corporation im Gedächtnis von der Nips umeinander gespielt hat, ist natürlich ein Urvertrauen zu Prodigy zerbrochen, weil dann auf einmal keiner der Hybriden mehr sicher sein konnte, dass nicht irgendjemand in ihrem Gedächtnis und mit ihrem Backup-Stand irgendwie umeinander gefuchtelt hat. Also es sind schon wirklich extrem geile Ideen auf 8 Folgen sozusagen verteilt worden. Ab und an muss man eben überlegen, okay, war das Balancing wirklich jetzt so super mega geschickt? Und das andere ist, ob man wirklich sagt, hey, hätte man nicht vielleicht 2, 3 Ideen einfach auf spätere Sachen. Und jetzt kommt man gerade eine Serie, wo die erste Staffel absolut grandios war und mich sehr, sehr stark an das Thema erinnert hat, Westworld. Da haben wir ja auch das Thema mit den Cyborgs, die halt dann sozusagen eine Conscience kriegen und sozusagen längerfristiges Gedächtnis haben. Das war natürlich die Gefahr gewesen, dass du, wenn du diesen Hybrid Train zu stark reitest, dass du irgendwann dann als Westworld 2.0 endest. Weil die haben ja wirklich schon geile Storylines in der ersten Staffel gehabt mit diesem Schuld und Komplexen und Traumata und so weiter und so fort. Das war nicht schlecht, ja. Ich bin gespannt, wo das jetzt dann noch hinführt, die ganze Geschichte, weil du hast da, wie du schon gesagt hast, du hast da dann einen Joey und die Wendy, die ja jetzt halt irgendwie beide zwischen Menschen und Hybriden hin und her gerissen sind. Wem gilt jetzt meine Loyalität? Zu wem muss ich helfen? Er hat ja das Thema ich möchte unbedingt auf meine Schwester aufpassen, aber ich möchte auch nicht, dass die anderen einfach irgendwelche Menschen umbringen, weil die Nips nimmt's ja nicht so genau. Dann hast du die Wendy, die eben auch auf der einen Seite ihren Bruder möchte, auf der anderen Seite aber ihre neuen Geschwister, sage ich mal, irgendwie beibehalten möchte. Ich bin echt gespannt, wo das alles sich hinführt. Wie du schon sagst, ich finde es eine geile Idee mit dem Urvertrauen. Das ist ja eigentlich so wie das Vertrauen, das Kinder in ihre Eltern haben. Und dann wird das einfach so zerbrochen.
dass sie dann eben rebellisch gegen das Elternhaus, in dem Fall die Firma Prodigy, auflehnen. Das sind ein Haufen geile Ideen und ja, es sind für mich auch extrem viele Sachen in die erste Staffel eingebatzt worden. Ich hoffe, dass sie das alles ordentlich aufklären in den nächsten, hoffentlich kommenden Staffeln und das nicht einfach irgendwie im Sand verläuft, dass man sagt, hey, geile Idee, interessiert keinen mehr, lass mal jetzt einfach mal hängen. Man muss auch dazu sagen, die haben am Anfang schon, wenn du dann gesehen hast, wie die in diesen Einsatz geschickt werden, die Hybriden. Es muss ja schon was gemacht worden sein mit denen in einem Gehirn, weil wenn du da diese Kinderbewusstsein da rausschickst, die haben ja trotzdem gestresst und in dieser Situation sind sie ja Profis. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass die geistig schon so weit manipuliert werden, dass die, wenn sie in einen Einsatz müssen, dass die ein bestimmtes Protokoll abrufen und sie dann professionell dementsprechend verhalten, wie es braucht werden. So als Profis hätte ich es jetzt gar nicht wahrgenommen, wenn ich daran denke, wie die sich verhalten, wenn es die kleinen Alien-Viecher da alle finden. Der eine wirft gerade noch schnell einen Deckel drauf und halten fest. Also wir waren es jetzt nicht als Profis, sondern eher so wieder so diese Mischung aus Kind in einem Cyborg-Körper, die aber nicht so richtig reagieren können, wie es das gehört. Also professionell hätte ich es jetzt nicht bezeichnen. Also. Ja, sie haben schon so ein Hybris zwischen, sie haben Angst, also die Nips und die Curly, die haben ja dann in der ersten Folge, wie es in diesen Einsatz geschickt werden, die scheißen sie halt Wadel an, speziell wie es dann in das Labor reinkommen. Also da merkt man, dass es voll die Kinder sind. Andererseits merkt man auch, dass sie natürlich sozusagen auf so eine taktische Mission geschickt werden und das finde ich eine sehr, sehr geile Idee. Soweit habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass die halt nicht nur das Gedächtnis halt von den Kindern haben, sondern halt schon auch so wie bei der Matrix quasi, ich kann Jiu-Jitsu eingeladen und so weiter und so fort. Weil das sagt ja, der Toodles sagt ja das dann auch mal, dass sie ja praktisch alles in ihrem Gedächtnis und in ihrem Kopf hochladen können, was sie wollen. Er hat jetzt halt Bücher zu gewisse Biologie-Sachen, weil er mal ja Doktor werden und ein Gehörscheifer. Und da sagt er dann mal, er hat sich das Zeug einfach hochgeladen. Das kann man einfach hochladen. Also ja, sie sind ja haben wir eigentlich genau dasselbe Thema wieder. Oder die eine Szene, wo halt die Wendy Marcy in dem Aufzug den Xenomorph einfach so kalt macht, ohne jemals irgendwie vorher irgendwie einen Kampf geführt zu haben. Weil ich meine, im Endeffekt sozusagen nicht in Game Time, aber in Serientime ist sie halt geboren worden und 2 Wochen später crasht da das Raumschiff over und 2 Tage später oder an demselben Tag wird die mit einem Xenomorph in einen Aufzug eingesperrt und sie killten halt einfach und zwar nicht irgendwie mit einem Pulse Rifle oder mit einem MPG, sondern sie schlitzten halt auf mit Klingen ja, oder was. Ja, mit dem Messer, wo es normal so Papier auseinanderschneidest. Ja, genau, was du denkst, boah, krass, macht die das Ding fertig. Also, ich meine, ist eine geile Szene, ist eine wahnsinnig geile Szene, aber ich meine, da ist halt im Endeffekt, wie gesagt, ist sie ein Kind, in einem sehr, sehr starken Körper, aber was schon ein Kind sei und einen starken Körper haben, ist das eine, aber halt die koordinativen Kampffähigkeiten, um im Hand-to-Hand-Combat gegen einen Xenomorph, das passt irgendwie nicht zusammen. Da muss tatsächlich noch irgendwas dahinter stecken. Ja, ich bin echt gespannt, weil da sind viele Sachen offen, aber da hoffe ich auf eine ordentliche Auflösung, weil die laufen schon eine Gefahr, dass sie einen ziemlich enttäuschen können mit manchen Sachen. Aber sie ist immer noch nicht verlängert um eine 2. Staffel, oder? Nein, man hat noch nichts gehört. Ich habe gerade wieder nachgelesen und das ist halt jetzt die Krux und diese Fickerei mit diesen Streaming-Serien-Gedings, dass die halt einfach knallhart irgendwie die Zuschauerzahlen anschauen und anhand von irgendwelchen Interaction-Zeiten und so weiter einfach sagen, ja, hat sie rentiert oder hat sie nicht rentiert und dann wird eine Serie, die halt wirklich offensichtlich geil ist und wo du sagen kannst, ja, mach nur eine 2., mach nur eine 3. Staffel, mach 6 Staffeln, weil du wirst eine Fangemeinde bilden, die wird halt nach einer Staffel oder nach 2 Staffeln einfach gekillt, weil scheißegal, die Interaction ist halt um 0,3% so niedrig. Ja, ich habe mal was gelesen, dass das bei den Streaming-Anbietern, zumindest das hat auf Netflix passiert, dass die, glaube ich, die Zuschauerzahlen auf die ersten 4 Wochen anschauen und anhand von denen dann reagieren. Und Alien Earth hat einmal ja ein Budget von 250 Millionen gehabt, die erste Staffel. Ja, das ist natürlich brutal, das musst du erst mal wieder einholen. Ich meine, ich sag schon, Alien Earth ist eine Leuchtturmproduktion. Also ich meine, Disney hat Fox gekauft und ich glaube, Alien Romulus war nun nicht Disney, oder?
Da ist Ja, war auch schon. War schon. Disney. Es war eigentlich als Streaming-Start angesetzt. Merkt man aber auch, ich habe erst Alien Earth angeschaut und dann Alien Romulus, weil ich so geflasht war, dass ich gleich die nächsten Dinge anschauen müssen. Und da merkt man natürlich eine Nähe dazu und hat mir auch gut gefallen. Aber im Endeffekt deren sie jetzt gerade so ein bisschen das Wasser testen mit der Alien-IP, ob die sozusagen zuschauermagnetmäßig irgendwie in die Richtung Star Wars, Marvel und so weiter geht oder in welche Richtung das da geht. Aber es kann theoretisch sein, wenn halt die Klick- und Anschauzahlen zu schwach sind, dass er mir in 2 Wochen irgendwie eine Pressemitteilung geben, das heißt ja, okay, Alien Earth wird nicht weitergemacht, Elabel schlägt sich uns am Arsch. Sie hat es zumindest nie geschafft in die Seiten Variety, was ob ihr die kennt. Ich weiß nicht, ich glaube schon Variety, glaube ich, spricht das aus, bin mir nicht sicher. Die haben ja immer, die haben jede Woche die Streaming-Charts, die Top 10 der Streaming-Charts drinnen, plattformübergreifend, und da war Alien Earth leider nicht einmal drinnen in ihrer Laufzeit. Das ist unschön, muss ich sagen. Aber es heißt natürlich ja nichts, weil da waren Serien, die sind verlängert worden. Aber es ist schon mal, dass so ein Name nicht in so eine Top 10 reinkommt, das finde ich schon nicht schön. Ich muss ja da dazu sagen, ich glaube, dass ganz viele, die dieses Alien-Franchise lieben, lieber einen weiteren Film vielleicht gesehen hätten, als wir nur eine zusätzliche Serie. Weil ich sage, das ist schon ein wenig problematisch, wenn du da so eine IP von mir eine Serie machst. Jetzt dann wo es jetzt dann kommt, Conjuring, kommt ja auch eine Serie oder ein Hellraiser oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt Thema immer so eine Serienversion hergibt oder ob das leider immer wollen. Naja, ich meine, offensichtlich gibt's das Universum jetzt schon her, weil ich meine, sie haben es ja gemacht und sie haben es geil gemacht. Also ich meine, trotz all dem, was wir jetzt da angekreidet haben, was uns aufgeregt hat und so weiter und so fort, alles in allem muss man sagen, dass es eine wahnsinnig geile Serie ist. Also ja, da muss ich sagen, da haben wir viel Schmarrn auch gehabt in der letzten Zeit. Also ich habe es wirklich sehr gerne angeschaut und ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber ich habe tatsächlich, es tut mir leid, ich habe schon so ein bisschen die Vibes, dass es vielleicht tatsächlich wieder schon war. Weißt du wirklich gar nichts daher, Ja. jetzt aktuell. Es ist ja oft einmal so, was weiß ich, manche Serien wie die One Piece Realverfilmung, da wird die 3. Staffel angekündigt, bevor die 2. überhaupt angelaufen ist. Aber jetzt hat hier Alien Earth ist es schon ordentlich still und das bereitet mir auch ein wenig Kummer. Ja. Ich muss auch sagen, das Ende ist, ich habe es jetzt auch nicht so gut. Es ist ein klassisches Staffelende. Ist heutzutage, dass du von 4 Handlungssträngen, dass du 3 auflösen und einen lässt halt offen, damit du in der nächsten Staffel diesen einen sofort aufgreifen kannst und wieder 2, 3 neue Bösewichter. Das haben wir bei Sons of Anarchy durchexerziert. Das haben wir bei, wie heißt es, Gangs of Birmingham, haben wir das durchexerziert. Das ist diese klassische Hamlet-Geschichten. Und das hätte man da jetzt in der Theorie ähnlich auch wieder. Was mich ein bisschen genervt hat, war dieser Endshot, wo halt alle Kids so Marvel-Hero-mäßig nebeneinander so Ärmel verschränkt, ja, wir sind jetzt da die geilen Dudes, die halt jetzt irgendwie keine Ahnung was machen. Aber ja, man hört halt so wirklich wenig. Das kann durchaus sein, dass die Serie halt ein Einstaffel-Experiment bleiben wird, was Endshot war. Sie haben keine Idee gebracht, die man noch nie irgendwo anders gehabt hätte, aber sie haben das, was da war, schon auf wirklich geile Art und Weise zusammengesetzt. Sie haben neue Akzente gegeben mit dem Boy Genius und so weiter. Sie haben ein modernes Setting gemacht. Also es war echt Stone-Shot, aber das Universum, das Alien-Universum, das darf noch einiges mehr vertragen. Und wie gesagt, du hast dann noch die Anknüpfungspunkte, wie schaut's aus mit Predator, kann man da was machen, kann man irgendwie ist es vielleicht so, dass Blade Runner mit neu spielt. Es war voll geil, Leute. Das war weil jetzt der Predator Badlands, da ist jetzt auch schon, in die Trailer hast du eben auch schon Wayland Yutani mit drin und auch Androiden mit drin. Ja, und die, das wohin ja drauf ist, das ist ja Androide, ja. Ja, genau, und das sechste im Trailer eben hast du irgendwo, glaube ich, einmal so den gelben Staplerroboter, den Triple dann einmal Code hat, und sie hat ja, da steht Wayland Money drauf, und sie hat ja in die Augen auch dieses Wayland W. Und es ist ja schon so gerüchtemäßig gewesen, dass der Dan Trachtenberg, der für Predator zuständig ist, und Fede Alvarez sich schon dafür ausgesprochen haben, dass sie gern in Richtung Alien vs. Predator fahren daten. Du kriegst jetzt ich meine, wir haben schon 2 Filme gehabt, also warum da jetzt nicht, also da wären es ja schon blöd, wenn so geile Figuren nicht weiter wirken daten, aber wie gesagt, es kann natürlich sein, dass sie sagen, hey, wir haben da jetzt 250 Millionen
Dollar verbrannt und die Klick- und Streaming-Zahlen waren nicht geil genug, dann lasst uns das mal beerdigen und lasst uns beim nächsten Mal wieder auf diese Szene Folgendes gehen. Weil, wie du schon gesagt hast, die geilsten Elemente waren eigentlich immer am Raumschiff oder mit die Aliens. Ich meine, sie haben jetzt die geilen neuen Figuren, also die geilen neuen Gegner, Aliens haben es gebracht, auf das du aufbauen kannst. Also sie haben jetzt schon ein Universum aufgemacht, muss man sagen. Sie können jetzt da problemlos weiterlatschen, also komplett, überhaupt kein Thema. Ich muss auch sagen, also mein Highlight schließe mir, ich glaube, du hast es gesagt, Stefan, die 5. Folge hat dir mal am besten gefallen, oder? Ja, die war brutal geil. Das war Wahnsinn, aber das war halt wieder alte Kamellen. Das war wieder Alien, so wie früher. Das war wieder Alien, wo ich mir dann wieder sage, okay, brauche ich für mich diese ganzen neuen Ideen, wenn ich doch wieder das alte am geilsten finde. Aber wie gesagt, für ein Experiment war es cool. Ich hoffe, dass es auch weitergeht, dass das alles abgeschlossen wird, weil es gibt nichts Schlimmes wie eine Serie, die einfach so dasteht mit runtergelassenen Hosen am Schluss. Ja. Und du kannst dir das nie mehr anschauen, weil du schaust dir die Serie nicht nochmal an, wenn du weißt, das hört mit einem Cliffhanger auf. Das ist bei mir scheiße. Sogar schon so, dass ich viele Serien sehe ich irgendwie bei Netflix oder bei Disney Plus oder sonst wo, sehe ich quasi in der For You-Page so, okay, das kann eine geile Serie sein, und nachdem ich jetzt 3-mal in Scheiße reingelangt habe, du jetzt immer gleich bei dieser Serie erstmal noch abchecken, hey, ist das eigentlich eine aktive Serie oder schlagt er mir da eine Serie vor, die es vor 4 Jahren draht haben, eine Staffel gemacht haben und dann sofort gecancelt haben, weil dann fange ich nämlich gar nicht an, diese Serie zum Schauen, weil da blutet bloß mein Herz, wenn es geil ist. Netflix ist da gefährlich. Netflix, oder ich mache es dann einfach so und mache eine abgeschlossene Staffel. So momentan auf Netflix, genau. Wayward habe ich mir angeschaut, diese Serie war cool. Eine Staffel, ein cooles Ende, erledigt. Dann ist das einfach so eine Serie. Das hätte ich mir jetzt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise von Alien mir auch erhofft. Wobei mir dann am Schluss aus ist, gespannt dann schon, okay, das läuft auf jeden Fall auf einen Cliffhanger raus. Dann habe ich gedacht, dann hofft man halt, dass es auch weitergeht. Aber wenn jetzt das abgeschlossen war in sich mit dieser einen Staffel, hätte ich auch leben können damit. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie das ganz genau früher war. Früher sind natürlich auch Serien verlängert worden oder so, aber wenn früher, keine Ahnung, Star Trek oder so, wenn Paramount Star Trek in Auftrag gegeben hat, dann war eigentlich klar, dass mindestens 4 Staffeln gemacht werden. Und dann von Haus aus hat man damit arbeiten können, und dann ist überlegt, ja, machen wir nur eine 6. oder machen wir nur eine 7., machen wir nur 8. oder lassen wir es bleiben. Und dann haben die immer im Vorhinein schon gewusst, okay, wie kriege ich das irgendwie zusammen. Aber jetzt, wo es halt wirklich so ist, du musst warten, bis die ersten irgendwie 6, 8 Folgen gelaufen sind, und dann kannst du eigentlich schon wissen, in den nächsten 2 Wochen entscheidet sie, ob es weitergeht oder nicht. Und dass jetzt diese Streaming-Anbieter nicht sozusagen den Weitblick haben und einfach so sagen, hey, jetzt lass uns mal da eine Serie hinausballern und lass uns einfach mal sagen, hey, wir schauen mal 4 Jahre. Wir geben dir mal 4 Jahre. Ich meine, jetzt ist ja sogar bei HBO so, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Sopranos oder The Wire kommt und dann hast du 6 Staffeln, sondern bei HBO ist ja genauso, dass auch noch 3 Staffeln gerne mal vorbei sein kann, wenn es nicht mehr läuft. Aber dann ist aber vielleicht dann noch diesen 3 Staffeln ein großes Ganzes da mit einem Ende. Wie es auch bei Supernatural, 5. Staffel war das Schlussgewinn, ist cool, ein cooles Ende, hat aber dann noch, wie viel gegeben? 7 Staffeln? 8 Staffeln, keine Ahnung. 10? Und das war halt, Staffeln gibt's. Ja, Wahnsinn. Ja, das war halt früher ein bisschen mehr konsumerorientiert, dass man sagt, man macht jetzt diese 3, 4, 5 Staffeln, so setzt man es an und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und dann ja, die waren halt fürs Fernsehen und für andere Konsumsituationen. Genau, das ist halt alles nur noch Content. Das ist Content, wir brauchen mal jetzt nur eine Staffel und dann schauen wir, wie es wird, und wenn nicht, dann stößt man das ab und fertig. Die Sets für Alien, die verramscht man dann für den nächsten Film, können wir dann schon wieder mal brauchen. Ja, schade. Und apropos Sets, ich fand, weil du gesagt hast, das Alien hat man recht viel gesehen und so, fand ich aber geil, weil dieser Anzug super war. Also ich habe jetzt ein paar so Videos auch im Internet schon gesehen, wie der da drin steckt in dem Anzug. Also es war wieder so richtig schön oldschool, ein Mann in einem Gummianzug, sowas feiere ich halt einfach. Das ist geil, das kennst du einfach, dass es nicht alles aus dem Rechner ist. Und das muss ich ihnen auf alle Fälle zugute halten, dass sie sich nicht nur auf den Computer verlassen haben. Ja, voll. Das finde ich schon mal stark. Es waren allgemein, also relativ wenig Effekte, egal jetzt digitale Effekte, die mir als solche aufgefallen waren. Ja. Ein Handvoll hat es einmal gegeben, wo ich sage, ja okay, das war jetzt, irgendwie hat das jetzt gerade komisch ausgeschaut, da ging es mir meistens aber um so Bewegungen von Aliens, wenn sie wegspringen.
weiß nicht, da war es Ja, ab und zu. ja, aber gut. das ist halt dann so schneller Bereich, wo du sagst, okay, das ist mir jetzt zufällig aufgefallen. Im normalen Gesamtkontext fällt es da überhaupt nicht auf. Dass du natürlich diesen Tentakel-Alien, dass du natürlich da jetzt nicht mit irgendwelchen Props oder so anfängst und da jetzt irgendwelche Kugeln und Gummidingern durch den Raum glitschen, das ist schon klar. Mit Dass Baby der, 8 auch gegangen. Ich will jetzt einmal, sollen wir schon zum Schluss kommen oder habt ihr noch irgendwas, was euch furchtbar auf der Seele brennt und ihr unbedingt so Alien Earth loswerden wollt? na, auf die Seele brennt mir das nicht, aber was ich tatsächlich relativ cool gefunden habe, war, also ich weiß nicht, ob das wirklich tragt oder ob nur mir das so aufgefallen ist, dieses ganze Thema Mental Health und so weiter und so fort. Wir haben das gehabt mit den Traumata, die halt irgendwelche Glitches auslösen. Wir haben ja eine Psychologin, die im Team drin ist, die natürlich auch ihre Story hat und die dann auch sozusagen moralisch zwiegespalten ist und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt muss man ja sagen, hat ja jeder von denen irgendwie einen an der Klatsche. Und jetzt, wenn man halt sozusagen das Lexikon der psychologisch-mentalen Defekte durchgeht, kannst eigentlich zu jeder Diagnose, die es irgendwie gibt, kannst du einen von denen, kannst das anpinnen. Jetzt weiß ich nicht, ob das halt gerade so modern ist in LA oder so, da was sie machen, dass jeder halt irgendwie 1000-mal zum Shrink läuft und jetzt haben sie die Diagnose an einen von denen auch nicht da. Aber wie gesagt, der große Hauptgegner und Dings, der hat das Peter Pan-Syndrom. Die anderen haben irgendwelche Allmachtsfantasien. Das andere sind Kinder, die natürlich wieder dann ihre eigenen Mental Health Geschichten und so weiter mit einbringen. Und das ist sozusagen eine Ebene, die man in Alien oder in der Alien-Geschichte war mir jetzt nicht bekannt, dass sie diese Ebene des Fassel irgendwann einmal so aufgemacht haben. Immer natürlich diese Allmachtsfantasien und so weiter. Also du hast bei Bösewichten halt häufig, du hast mit dem Alien hast du halt immer sozusagen einen animalischen Gegenspieler gehabt. Du musst jetzt nicht irgendwie das finde ich auch geil am Alien, dass nicht irgendwie das Alien hat nicht irgendwie ein Motiv oder so, sondern es ist ein Alien in einer fremden Umgebung, es will überleben und es ist ein Apex Predator. Wenn man das Ende der Geschichte. Genau, das ist geil. Und die Menschen und die Cyborgs und also wie gesagt, wir haben ja ganz viele Schichten der Science Fiction und des Dramas und der Thriller und so weiter, die da mit eingewoben sind. Und ich finde, dass es meistens wirklich, wirklich gut ineinander gewoben sind. Und wenn du dann halt ganz genau reinschaust und an einer anderen Stelle darfst du halt einfach nicht irgendwie so an irgendwelchen Plotlines zupfen, weil dann merkst du, dass das alles bloß so ein Gewebe ist, das ganz schnell dann auch auseinanderfliegen kann. Aber mir hat es tatsächlich sehr gut gefallen, eben weil so viele Ebenen dabei sind, die ich jetzt nicht als aufdringlich oder als überzogen gefunden habe. Ein bisschen, also vor allem diese Kämpfe Marines gegen Marines, die hätten es ein bisschen geiler machen können. Aber die Kämpfe gegen das Alien waren dann schon wieder ganz cool. Schöne Schlachtplatte. Ja, und wie gesagt, das mit den, also am Anfang habe ich es scheiße gefunden mit diesen Kindern, die in Erwachsenenkörper stecken, aber am Schluss hat man schon gemerkt, das hat schon seinen Sinn gemacht. Das hat in der Serie einen Twist gegeben, den man tatsächlich so nicht gekannt hat. Jetzt muss ich meine Aussage von vorher ein bisschen zurückziehen. Das habe ich so in der Form noch nicht kennt. Ja, finde ich auch. Also ich habe mich auch gefragt, wo es damit hinwollen und das war wirklich eins von meinen Highlights, muss ich sogar fast sagen, von der Serie. Apropos Highlights, Mike. Sollen wir auf unsere Tops und Flops springen? Auf jeden Dann Fall. wir sind ja absolut tolle Gastgeber. Dann darf unser lieber Herr Stefan Penninger, einer der Top 5, darf anfangen und sein absolutes Highlight, sein Top und sein Flop der Serie benennen. Das ist jetzt tatsächlich schwierig, weil es viele Sachen gibt, die mir unterschiedlich geil triggern. Aber ich muss sagen, das absolute Highlight war in seiner Gesamtheit diese 5. Folge auf dem Raumschiff und halt wieder, dass ich wieder voll in die Atmo reingekommen bin. Also es war einfach klar, 35 Jahre später, 40 Jahre später, 45 Jahre später, aber es ist einfach, du bist sofort wieder, bam, ich bin auf der Sulaco, ich bin auf der Nostromo, es geht Mannschaft gegen Alien, boah, geil. Und es gibt da den Cyborg, der seine eigene Agenda fährt und keiner weiß davon und so weiter und so fort. Das fand ich geil. Flop ist für mich tatsächlich, da muss ich sagen,
so einfach wie simpel, ich hab's schon mal gesagt, das Alien hat im Dschungel am helllichten Tag nichts verloren. Mach den Dschungel bei der Nacht und du hast ein wahnsinnig geiles Setting. Aber ein Alien bei Dschungel, bei helllichten Tag, das dann auch noch über 5 Meilen Entfernung mit einer Hybridin kommunizieren kann und wie ein Schoßhund folgt, na, das ist nicht das Alien. Das Alien ist kein Schoßhund. Das Alien ist kein Wolf, den man dressieren kann oder mit irgendwie, keine Ahnung, mit einem Raptor, den man mit irgendwelchen Klickern dann irgendwie manipulieren kann, sondern das Alien ist der fucking Alien. Das ist das Grundnightmare in der menschlichen Psyche. Da haben wir es wieder. Das ist einfach, das verkörpert sämtliche Urängste und dann der man das Ding am helllichten Tag auf einen Sandstrand flacken, wo die Sonne drauf scheint, 5 Minuten lang die Einstellung, wo du jede einzelne Schuppe zählen kannst. Das Ding muss mysteriös bleiben. Predator kommt und cremt das Alien ein, ganz wirklich, richtig schön. Furchtbar. Also das muss ich tatsächlich, das ist mein Flop. Da habe ich mich richtig aufregen müssen. Okay. Mike? Was Stefan sagt, sehr gut, ja. Na, das Look and Feel, wo das jede ist ganz toll. Das ist wie früher, nur mit neuen Ideen drin. Die Ideen, die zwar nicht immer zu Ende gedacht sind. Es gibt vor allem viel, aber manchmal auch von allem ein bisschen zu wenig. Und aber im Großen und Ganzen ist ein ganz tolles, sage ich jetzt mal, Experiment, das Alien-Universum größer zu machen. Und das ist in bei ein paar Sachen besser gelungen und bei ein paar weniger, aber so im Großen und Ganzen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Also mein Top sind das Look and Feel von früher und das, was mir aufgeregt hat, ist einfach dieses Schoßhund-Alien. Das nervt mich. Das geht gar nicht. Wie gesagt, diese Alphas bei 28 Years Later. Dann, du nimmst solche Figuren so dermaßen einen Schrecken. Der ist aber nicht dressiert, du Saudepp. Der ist nur betäubt gewesen. Ja, aber den lassen wir dann einfach so stehen. Also, ja, aber das nimmt doch eben nicht einen Schrecken. Das nimmt aber schon einen Schrecken, weil wir lassen es jetzt stehen. Da kann er doch dafür, du Vollidiot. Wir lassen jetzt den einfach so stehen, den Affen, weil dann der kommt dann schon wieder einmal. Feier. Ja, was? Ich nehme jemanden einen Schrecken, weil er betäubt ist. So ein Blödsinn. Weil dann bring ich ihn um. Blödsinn, dann muss ich ihn leider umbringen, Blödsinn. weil der läuft dann noch, der ist 2,50 Meter groß und läuft dann noch mit einem Zipfel, der aber Meter lang ist. immer noch nicht einen Schrecken. Das nimmt er mal einen Schrecken. Der ist erschreckend. Das ist nicht mehr erschreckend, wenn der dann da steht und schnarcht. Das ist wie ein Alien, dem man Tent auflegen kann. Ich hau dich ein, Mike. Conny, wie schaut's aus? Ich muss jetzt erst abreagieren. Wo ist meine Katze? Ich muss meine Katze schauen. Jetzt haben wir schon im phallischen Thema, da ist der Kani wieder ganz dabei. Da bin ich dabei, wenn es geht. Da, um meterlange Schwänze. Ja, haben wir da. Wir haben Alien am Start. Ja, stimmt, und bei 28 Years Later. Genau. Also, mein Top ist da eigentlich so schwierig. Ich hab's ja schon bis eigentlich so, meine Tops auch ein bisschen dabei gehabt. Ich spiele da jetzt einfach wieder den Gore-Bauern und wiederhole mir nochmal und sage, ich find's geil, dass man mal sagt, was das Alien eigentlich anrichten kann mit Menschen. Weil man hat ja sonst eigentlich gerade immer so jemanden mal links gesehen und hat da vielleicht so dieses Maulding da in den Kopf reingekriegt oder, aber da zum Beispiel in dieser Kostümparty, wenn dann der Bruder, der Joey, meine ich, da reinkommt, da, ja, so stell ich mir das vor, wenn so ein Xenomorph da mal richtig durchschnitzelt wird. Kostümparty, da, ich muss kurz eingratschen, Kostümparty, die hat mich voll an Blade Runner erinnert. Weil im Blade Runner haben sie ja auch diese Barock-Dinger und so weiter und so fort. Das war voll krass. Aber geiler Einwand, ja, diese Kostümparty, nachdem das Alien drin war, das ist schon eine ziemliche Schlacht. Das war super. Die feiern sie in einer Party weiter, ist gerade ein riesiges Raumschiff eingeflogen ins Haus und steckt da drin und sie sagen, und sie kapieren's nicht. Voll geil. Ja, und sagen so, da kommt dann schon selber der Chef und sagt so, wenn ich rausgehe. Also, wie geil, dass er nochmal angrabt und in seine Füße Trottel, das hat er davon. Stimmt, ja. Ist auch eine mega geile Szene, wenn der Joey da reingeht und dann das Alien von oben runter springt. Durch das Glas durch. Also das wird jetzt auch ein richtig geiler Shot gewesen. Hat mir richtig gut gefallen. Und mein Flop ist, warum hat die Katze sterben müssen? Der Jonesy hat es auch überlebt im ersten Alien-Film. Warum hat dann sein Pendant nicht überleben dürfen? Und der Assi-Tentakelaugen Sepp hat einfach die Katze erledigt. Passt mir nicht. Ich als Katzenlady, als Verrückte, bin da getriggert und aufs Übelste beleidigt. Ich hoffe, die Serie wird abgesetzt, weil so geht's nicht. Stinksauer bin ich. Okay. Stinkesauer. Na, arme Mizi. So. Triple Threat. Überlassen wir unseren Gast, oder? Ja. Stefan, haben wir
haben wir mir Trompeten in... Die drei Thesen. Wir haben, lass mich anders anfangen, weil das haben wir nämlich zurechtgelegt. Sehr schön vorbereitet. Immer ja, gut. ich bin da vorbereitet. Und zwar, wir haben eine gewisse Zeit lang gehabt, wo in Serien, zumindest in der ersten Folge, war es Pflicht, dass entsprechend große Hupen immer nackert ins Bild und so weiter und so fort, damit die Kunden das Schauen anfangen. Und dann ist eben der Vokismus gekommen und jetzt haben wir den Backlash und jetzt sieht man quasi überhaupt keine nackten Körper mehr, weil es kann ja sein, dass der Intimacy Coordinator damit nichts zum Tor hat. Und das muss man sagen, bei Alien braucht's das auch nicht. Ich muss da keinen Busen sehen und ich muss da kein Nackerte sehen und so weiter. Auch wenn ich, sagen wir, Sigourney Weaver da in diesem nur Dings, Helm auf und ansonsten nur Unterwäsche. Also ich bin auch bloß ein Mann. Und es waren andere Zeiten, es waren die späten 70er, aber diese Shots von der Sigourney Weaver in dem nur mit dem Astronautenhelm, die werden mich bis zu meinem Grab begleiten. Das war positiv. Also wir haben Trompeten schon, genau, worauf ich hinaus wollte, ist, dass natürlich das gesamte Alien-Universum sich ja drum dreht, Penetrationsaspekt, Befruchtungsaspekt, Fortpflanzung, Ausbrechen, sozusagen eine alien gewordene Vagina dentata, also ganz viel von dem, was sexuelle und Fortpflanzungsanspielungen sind. Aber halt eben nur Anspielungen. Wir haben einen riesengroßen Schwanz, aber der hängt halt an einem Alien dran und ist halt eigentlich ein Tierschwanz. Und wir haben das mit... So Not frisst der Teufel den Tod, weißt du? Genau, und wir haben diese Penetration. Das Alien hat ja auch diese zwei Mäuler quasi. Erstmal das Maul, das aufmacht und dann kommt die Zunge raus und die Zunge hat ja nochmal Zähne und kann dann nochmal quasi beißen oder penetrieren quasi. Die Zunge ist ja auch wieder so ein Phallus-Symbol. Also wir haben ganz viele phallische Symbole, aber wir haben keine Trompete an sich. Schade, ja. Gespoilert hast du es ja schon, dass wir auch keine Titten haben. Ja, ja, leider, wir haben da auch nichts. Dafür, wie schaut's mit dem schlimmsten Tee der drei? Tee haben wir natürlich allerlei. Also da haben wir, wie du schon gesagt hast, wir haben die Katze, aber wir haben natürlich auch die Alien-Tiere und so weiter Schaf. und so fort. Also die Fauna, die Schaf haben wir. Die Fauna und auch die Flora, muss man ja sagen, dieses Deckenhängeviech, weiß man ja nicht, ob es ein Viech ist oder ob es eine Pflanze ist. Also sage ich mal, da haben wir natürlich ganz, ganz viele. Ich hänge immer nur am zweiten Tee und ich bin am Überlegen, aber mir ist nichts, was auch nur ansatzweise in die Richtung gegangen war. Weil zum Beispiel Alien 4, da haben wir ja sehr, sehr viel Nacktheit eigentlich gehabt. Oder in den Covenant haben wir, glaube ich, zum ersten Mal ja eine Sexszene im Alien-Universum, oder? Wir haben bei Alien Earth haben wir auch Sexszene, aber die zieht ja nicht aus. Danke für nichts. Vokismus. Blöd. Jetzt nochmal zurück zu Alien Romulus. Da haben wir die Szene, wo die eine im Cryopod drin ist und der andere sozusagen speichelhechelnd über ihr hockt und sie die ganze Zeit anschaut, bis der nächste kommt und sagt, dass er ein perverser Spanner ist und sie sich schleichen soll. Aber bei Alien Earth war das jetzt auch, oder? Weil du Romulus gesagt hast. Nein, der Alien Earth, hast recht. Hast schon, recht, ja. Das kommt davor, weil ich Romulus gleich dahinter angeschaut habe. Nein, war natürlich der Alien komische Earth. Weirdo, wie der da Ja, so der Mega-Weirdo. Aus dem hätte man übrigens Haufen. auch noch viel mehr machen können. So ein sexuell Perversen, der irgendwie aus dem Grund nur irgendwas macht. Alien vs. Sexual Predator. Ja, hätte man noch was machen können. Sehr gut. Da haben sie dann, den hätten sie hernehmen können als denjenigen, der sozusagen diese Katastrophe überhaupt einläutet. Habe ich eigentlich auch die ganze Zeit gemeint, dass Geilheit. das ist, ja. Ja, Genau. Warum da jetzt nur einen weiteren, den man vorher nicht gesehen hat, der eigentlich nur dafür da ist, dass er aufwacht und irgendwie Chaos startet. Da hätte man genauso gut die Figur hernehmen können. Gestört nur war es ja schon gewesen. Das stimmt, ja. Schönes Schlusswort. Gestört nur war es ja schon gewesen, oder? Ja, aber dann das nächste Mal einen, wo wir wieder die eben von den ersten zwei Ts mehr haben. Ja, du hast ja schon gerade gesagt, dass bei Alien 4 mehr Nacktheit war und wir haben die ersten 3 Aliens schon besprochen. Das war der nächste Alien in unserer Reihe, der besprochen werden muss. Der erste Alien, den ich im Kino gesehen habe. Bei mir auch? Ja, stimmt. Ich habe Alien 3 habe ich zwar schon mitgekriegt, wie er im Kino war, aber da war ich noch zu jung, um ihn dann tatsächlich anzuschauen und außerdem hätte ich mit Wadlei geschissen. Und Alien 4 war der erste, den ich auch im Kino gesehen habe. Bei mir war es Alien vs. Predator.
Den habe ich auch im Kino gesehen. Das war die Zeit, da bin ich ins Kino gegangen. Und das wöchentlich. Ja. Mehrmals wöchentlich. Nein, ich glaube Alien 4 und dann Alien vs. Predator, da habe ich noch in Passau gewohnt. Also da war ich noch nicht beim Studieren und so weiter und dann habe ich dann in Passau gesehen. Wobei, da müsste jetzt mal nachschauen, wann AVP 1 eigentlich rausgekommen ist. Aber Alien 4, wie gesagt, weiß ich auf jeden Fall, den habe ich im damaligen alten Broly-Kino in Passau noch gesehen. Weit vorm Umbau, das muss, wie gesagt, Ende der 90er gewesen sein. Ja, 97 ist er rausgekommen. Ja, dann wird es schon das gewesen sein. Ich erzähle meine Kino-Anekdote dann in der Folge, sonst spoilert ihr jetzt. Sehr schön. Dann sagen wir auf alle Fälle voll geil, dass du wieder dabei warst, Stefan. Ja, das war wieder geil. Ja, oder weil jederzeit gern, gell? Die Schnaps- und Seife-Runde, die gefällt mir gut. Ja, das nächste Mal muss ich euch ein bisschen einen Schnaps schicken, den wir dann gleichzeitig auch noch verkosten können. Boah, leck, das war der Wahnsinn. Das war richtig geil, dass wir dann jede Folge immer mehr da zum Lallen anfangen bei der Folge. Ja, vor allem hätte es dann nicht bis auf die letzten 5 Minuten dauert, bis du deinen Violent Outburst gehabt hättest. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich will, wenn ich angetrunken bin, wie ein Schmusebier. Ich gesagt, stimmt, aggressiv schon wieder nicht, das stimmt. Ich und aggressiv, ich bin nie aggressiv, du Blässau. Ich habe gesagt, wieder nicht, habe ich ja gesagt. Das ist mir wurscht, was Wahnsinn. du sagst. Trink mir einen Schnaps, dass du ein wenig gemütlicher wirst, du. Also wie gesagt, Stefan, vielen Dank, dass du dabei warst. War voll geile Runde. Mike, schön auch, dass du dabei warst. Ich hab mir Zeit genommen. Ja, bitte, vielen Dank. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jederzeit gern wieder. Sehr schön. Das wir nehmen machen mit Alien 4 weiter, genau. Ja. Das nehmen wir natürlich, weil die Reihe Schnaps und Sci-Fi soll fortbestehen. Mike. Genau. Alle Leute, die jetzt da zugehört haben, die schauen auf jeden Fall einmal beim Penninger vorbei. Der hat einen tollen Online-Shop. Der hat einen ganz tollen Shop physisch. Da kann man hingehen und da kann man auch die ganze Destille, glaube ich, nennt man das, anschauen bei dir. Das ist alles Wahnsinn, also sehr geil. Schaut euch das auf jeden Fall einmal an. Probiert die ganzen Köstlichkeiten, weil abseits vom Alkohol hat er auch noch ganz viel zu bieten. Und dort natürlich überall liken und teilen und überall, wo auf unsere Social-Media-Kanäle schaut's vorbei. Es gibt immer irgendwo mal was zum Schauen. Und wir freuen uns auf alle Fälle, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Nicht von Earth. Von Europa. Wenn dann schon die ganze Welt, wenn dann die Welt. Ja, das stimmt auch. Macht's es gut, danke, ich sage auch vielen Dank, ich liebe euch. Ciao, servus und habe Ehre. Servus und habe Ehre.